So, herzlich willkommen, grüß Gott. Wir sind wieder live heute aus dem Studio am Nockherberg. Und zwar das Studio von München TV haben wir, wie heißt das? Okkupiert, oder? Okkupiert. Wir haben es uns einfach unter den Nagel gerissen. Das sauber sein. Schön, neben mir die Carola Grimmelmann, meine Morgen. Vorstandskollegin. Und wir beide rocken die Dickiwiesen, oder? So schaut's aus, oder? Das ist super. Yes. Prost. Servus miteinander. Also, kurze Frage an dich. Gestern, was war so dein Rückblick? Ich bin platt. Also ich bin immer noch total platt. Also Mittagswiesen, es war so nett und so gemütlich und ein paar von unseren Mittagswiesengästen, die sitzen nämlich auch da drüben und schauen wieder zu. Es war ganz netter Einstieg, wie man es auch von der echten Wiesen kennt. Erstmal ankommen, erstmal Bierchen trinken und dann sieht man weiter, war super. Ja, und dann am Abend waren wir hier, München TV, Stammtisch, also wirklich Front Row, tolle Kontakte geknüpft, noch ein paar Fotochen mit dem lieben Herrn Ude gemacht. Ja, also, der alte OB, super. Also oder? ein sensationeller Abend, also ich bin immer noch ganz überwältigt. Meine Familie fragt sich, was die Frau so den ganzen Tag macht, nach diesem sensationellen Tag gestern, aber war schön. Also, ja, dann kommst du nach Hause und dann hast du bringt den Müll raus. Wir arbeiten noch. Okay. Nein, also es war ein fantastischer Tag. Die Sonne hat auch gepasst und die Stimmung in München ist einfach traumhaft, weil man irgendwie das Gefühl hat, auch wenn die Wiesn nett ist, die Leute sind in Pracht, sie haben sich alle fein gemacht, sie haben sich alle schön gemacht. Also das ist einfach eine tolle Geschichte. Und deswegen freuen wir uns, dass wir heute wieder live hier da sind. Ich auch. Heute haben wir ein spezielles Thema. Wir haben eine Woche vor der Wahl. Ich war bei Freunden in Freiburg. Okay. Das Mikrofon anhat, bitte ausschalten, das wäre nicht schlecht. So, jetzt habe ich mal abgeschaltet. Wir haben 8 Tage vor der Wahl. Ja, spannend, oder? Spannend. Also es ist, glaube ich, so spannend wie schon lange. Also, wie gesagt, das Gefühl in München zur Oktoberfestzeit ist ja eh cool. Ja? Und die Leute haben es geschafft, trotz keiner Wiesen, das in die Stadt reinzutragen. Alle sahen sie wirklich fesch aus, wie du sagst. Ja. Alle waren sie gut drauf. Ja? Also das war jetzt eine ganz friedliche Wiesen eigentlich. Ja? Aber ich habe es auch mitgekriegt, viele Gespräche rund ums Thema Wahl. Also auch, ich sage ja, die ganzen bekannten Lokalitäten, egal wie viel Promille, das Thema ist die Wahl. Und deswegen, ich glaube, heute wird es nicht ganz so gemütlich wie gestern bei unserer Mittagswiesen. Ja, oder? Stimmung gibt es auf jeden Fall. Hallo. Dafür haben wir auch spannende Gäste eingeladen. Und da freuen wir uns auch ganz toll drauf. Wirtschaftsvertreter. Und wir wollen eigentlich gar nicht einmal jetzt Parteiprogramme fahren oder so, sondern einfach mal herausfinden und diskutieren, was hat denn der Mittelstand, was haben die Unternehmer und Unternehmerinnen für Anforderungen oder Bedürfnisse und welche Botschaft können wir vielleicht auch mal Richtung Berlin schicken? Was wäre denn auch vielleicht zum Schluss auch unsere Wunschkonstitution? Ja. Hast du eine? Musst du nicht verraten? Du, es tut mir in der Seele weh, aber ich habe eine, glaube ich. Ja. Aber das werden wir dann, das kläre ich am Schluss. Aber jetzt bin ich mal erstmal gespannt, was unsere Gäste sagen. Aber hallo. Und da möchte ich jetzt gleich mal vielleicht den ersten Gast dazu holen. Wen wollen wir als erstes dazu holen? Ich gucke schon zu den Herren darüber. Ja, wen nimmst du? Ich glaube erstmal unseren German Mittelstand-Vorstand, den Das Andi, hätte ich jetzt oder? auch fast gesagt. Andi Aber Keck. so schaut's aus. Entschuldige, der Präsident vom German Mittelstand. Ich habe jetzt leider keine Einzugsfanfare für den Söder. Kann ich dazu Not auch so selber, wenn es nicht anders geht hier. Servus beieinander. Servus. Servus. Schön, dass du dabei bist. Ja, schön, dass ich dabei sein darf, wie immer. Und heute in deiner Rolle als Präsident. Ja, nicht als Co-Moderator, sondern einfach meine Präsidentin, war auch schön. Toll. Ja, ich habe halt deinen Job gekapert und du schaust ja besser aus. Ich genieße das sehr, ja. Du schaust ja viel besser aus und kannst es auch besser. Also alles gut, alles richtig. Gibt mir die Zeit auch mal was anderes noch zu machen. Also alles super. Ja, tolles Thema, das ihr heute aufgegriffen habt. Finde ich richtig gut. Ihr wisst ja alle, dass ich ein politisches Herz auch habe und viele Jahre lang auch aktiv in der Parteipolitik auch aktiv war, vielleicht auch ein bisschen bin. Und insofern ist es, glaube ich, gerade eine Woche vor der Wahl schon mal angemessen, ein paar Leute einzuladen, mit ihnen darüber zu reden, was man denn erwarten kann als Unternehmer, als Mittelständler, wenn die eine oder die andere Partei ans Ruder kommt, wenn sich Regierungskonstellationen bilden sollten. Und wir haben ja selber auch eine ganze Reihe von Forderungen aufgestellt, wie man aus dieser Krise, wir hatten das ja schon, ich habe es ja gestern nochmal durchgelesen,
letztes Jahr zur Corona-Zeit ja als German Mittelstand eine ganze Reihe von Forderungen aufgestellt. Es geht von eigentlichen Pandemiebewältigung bis hin zu Europa oder Außenhandel, um eben gut aus der Krise rauszukommen. Hat vieles mit Modernisierung, mit Digitalisierung, mit Bürokratieabbau zu tun. Also ganz, ganz viele Forderungen, die sich jetzt auch in den Wahlprogrammen der Parteien sehr unterschiedlich widerspiegeln. Und insofern ist es bestimmt eine gute Diskussion gleich. Was würdest du denn sagen, unser Programm German Mittelstand, welche Parteien siehst du da am ehesten? Ich glaube, dass man da bei den, das wird dann natürlich den grünen Freunden unter uns teilen. Ich habe das grüne Parteiprogramm extra gestern nochmal wirklich intensiv gelesen, vor dem Hintergrund und die Forderung abgeglichen. Ich glaube, dass das kein gefällt, wenn man das Wahlprogramm ordentlich tut. Es gab so ein schönes Bonmot, das sagte sinngemäß, das grüne Wahlprogramm schaut hübsch aus, ist ein bisschen wie ein Fliegenpilz, schaut hübsch aus, ist aber ziemlich giftig. Und wenn du da reinschaust in die Details, sind aus meiner Sicht schon sehr viele Punkte drin und sagt, wie das mit unternehmerischem Mut, mit Loslassen, mit Wirtschaftsentwicklung zu tun hat. Da steht ganz oft Fördern drin, ganz oft Verbieten drin. Also der Geist, der da drin ist, ist kein unternehmerischer Geist, so wie ich ihn empfinde. Aber ich bin gespannt, da gibt es bestimmt auch Leute, die es anders sehen als ich. Also insofern. Ja. Jetzt bin ich auch gespannt. Also ich glaube, ich habe eine Tendenz, die er wählen wird oder nicht wählen wird auf jeden Fall. Jetzt dann holen wir doch unseren nächsten Gast rein. Das passt, ich muss wieder die Brille aufsetzen. Jetzt, wir haben da den Olaf van der Beek vom liberalen Mittelstand. Servus Olaf, schöne Grüße nach Berlin, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist richtig. Guten Tag. Auch schöne Grüße zurück nach München. Perfekt. Dich treibt zurzeit in Berlin. Was machst du da? Ich bin da gerade auf dem außerordentlichen Bundesparteitag meiner Freien Demokraten, für die ich auch Abgeordneter im Deutschen Bundestag bin. Und ja, wir werden jetzt hier nochmal gleich eine Woche vor der Wahl nochmal einen Wahlaufruf sozusagen mit den Delegierten abstimmen, um uns dann für die letzte Woche des ja doch sehr spannenden Rennens ja, einzustimmen. Perfekt, super, danke dir. Liberaler Mittelstand, für die, die es jetzt nicht wissen, sind wahrscheinlich ganz wenige, so wie ich, aber nur, was ist denn das genau? Ja, der liberale Mittelstand ist eine liberale Vorfeldorganisation der Freien Demokraten, wo sich Selbstständige, Solo-Selbstständige, Handwerker, Mittelständler wirklich zusammentreffen, bundesweit organisieren, um dann in der Bundes-FDP sozusagen den Wind für den Mittelstand in die Programme zu tragen, in die Köpfe zu tragen, um dort wirklich dann eine Symbiose zu schaffen, dass die FDP weiterhin die Mittelstandspartei für Deutschland bleibt. Okay, danke dir. Wir holen uns den nächsten Gast. Mal hier wieder aus dem Rund, oder? Wen hättest du gern? Ich würde mal sagen, lass uns doch beide zuholen. Die unterhalten sich so ganz gepflegt. Ja, dann brechen wir die auseinander. Dann holen wir doch den Amir vielleicht bitte ganz kurz dazu. Hast du eigentlich schon was zum Trinken? Was willst du haben? Sprudelwasser. Sprudelwasser. Das war der Rückpunkt. Das ist von einem alkoholfreien Bier. Noch reingekommen. Ja. Ist gut. Es müssen noch irgendwie Rest von gestern sein. Ich glaube, das war Herzlich willkommen. Wir haben jetzt hier am Tisch Amir Rugani bekommen. Du bist vom Grünen Wirtschaftsdialog, wenn ich sagen darf. Und wir haben den Thomas Sattelberger dabei, Mitglied des Bundestages. Ich finde es super, dass du dich hier auch in unsere Runde so ein bisschen dazugesetzt hast. Ja, so im letzten Jahr, ne? Auch im letzten Jahr, du bist ja Stammgast bei uns. Ja, also, was mich auch immer wieder freut, weil du bist auch wirklich ein sehr, sehr netter Mensch. Das seid ihr alle natürlich, Gottes Willen. Aber wir unterhalten uns immer sakrisch gut über alles, über Gott und die Welt. So ist es. Ein perfekter Mittagswissensgast, Ja, oder? perfekt. Absolut. Also, wir würden ja am liebsten jeden Tag buchen, aber das macht er nicht mit. Ja, Amir, stell dich mal du doch ein bisschen vor. Gerne. Ich bin ein Unternehmer aus München und in Schwabing liegt auch Arm. Und bin gerne hier. Vielen Dank für die Einladung. Den Andi kenne ich schon seit 2015, 2016. Ich bin ein Mittelständler mit ungefähr 500 Personen meiner Firma. Wir entwickeln Dinge wie Ladeinfrastruktur, wie Speicherkraftwerke, Solarkraftwerke, bringen aber auch die E-Mobilität voran. Für Unternehmen wie BMW und Co. arbeiten wir in der Entwicklung. Also es geht bei uns um sehr viel Transformation, Zukunftsthemen, die ich für sehr spannend und wichtig erachte. Also ich probiere immer in allem, was ich mache, auch den Sinn zu sehen. Und was gibt Schöneres, als wenn ich meine private
Mission mit dem Beruflichen verbinden kann. Perfekt, sehr schön. Also bin gespannt auf die Diskussion. Wir haben ja schon hier so ein paar andere Meinungen sozusagen aufgestellt, aber du hast ja auch als Unternehmer eine klare Vorstellung, wie die Welt in den nächsten 4 oder 10 Jahren auch sein soll. Und da werden wir dann auch gleich nochmal drauf eingehen. Thomas, möchtest du dich bitte auch nochmal ganz kurz? Thomas, Ja, Thomas. ein bisschen rüberrutschen, weil Wohin muss ich rutschen? gar nicht so gut, dass Soll du ich hier einfach so, rüber? Danke, dass du mir das Ich sagst. traue mich nicht nochmal umzusetzen, aber ich probiere es. Ja? Wird schon gehen. ich hoffe, du hast dir nicht wehgetan. Na, 0. Passt es so? Ja, wunderbar. Vielen Dank. Perfekt. Ja, Und, also Thomas Sattelberger, ich bin ja schon ein etwas älterer Jahrgang, 72 Jahre alt, 40 Jahre lang in der Wirtschaft, nicht bei den modernen Firmen, sondern bei denen, die modern werden wollen. Daimler, Conti, Lufthansa, Deutsche Telekom, da auch 15 Jahre im Vorstand. Und dann habe ich im zarten Alter von 67 habe ich entschieden, dass ich nochmal eine politische Laufbahn mache. Bin in die FDP eingetreten, wurde auch gewählt und bin jetzt auf gutem Listenplatz, sodass ich davon ausgehe, dass ich dann auch noch als 76-Jähriger die nächste Legislatur beende. Sehr schön. Dann holen wir wieder aus dem Internet einen, oder? Den Ingo? Guck mal, der sitzt hier schon und auch ganz schick gekleidet. Ja, Das sehen wir hier. Doch, das sehen wir hier. Wo ist jemand schick gekleidet? So, Ingolf, servus. Hörst du uns? Also mit Mikrofon hören wir dich auch. Ja, jetzt geht's mit Mikro. Ja, grüß euch alle miteinander. Danke für das Kompliment, schick gekleidet. Ich habe hier mein Wiesenhemd rausgeholt heute. Du bist der Präsident vom Mittelstand in Bayern. Richtig. Erzähl uns mal ein bisschen, was der Mittelstand in Bayern so macht und wer du bist. Naja gut, ihr kennt mich ja, weil ich bin ja auch der Stellvertreter vom Andi beim German Mittelstand, aber der MIP, der Mittelstand in Bayern, das ist, ja, ich sage mal auch so ein bisschen mit mein Baby oder eins meiner Babys. Wir sind die klassische Wirtschaftsverband, Interessenvertretung des bayerischen Mittelstands, sind damit auch Teil der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft, also Mitglied dort bei der VBW, auf Bundesebene Mitglied im Dachverband der Bund der Selbstständigen Deutschland, machen sehr viel politische Interessensvertretung, parteiübergreifend, parteineutral. Und ja, was bei euch geht, habe ich ja gerade gesehen, man kann sich da sehr schön zwischen die Stühle setzen. Das geht uns auch manchmal so, je nachdem, mit wem wir gerade diskutieren. Also das ist so unsere Rolle und natürlich auch meine Rolle, weil ich da ganz vorne dran bin. Perfekt, danke dir. Jetzt habe ich noch 2 Bitten. Einmal könnt ihr noch ein bisschen aufrutschen vielleicht, weil wir gleich noch einen weiteren Gast hinzuholen, dass der auch in die Kamera kommt. Dann habe ich, Thomas, an dich noch eine Frage. Hast du was zum Trinken? Ja, habe ich, danke. Perfekt, super. Und dann gehen wir hier rüber und begrüßen den Thorsten Scheuer. Servus, schön, dass du da bist. Also, vielen Dank, lieber Werner. Herzlich willkommen. Du vertrittst den Export to Bayern. Du bist dort im Präsidium. Genau, vollkommen richtig. Ich bin schon seit Export Club Bayern, ist auch ein älterer Jahrgang, 1948 gegründet, zum Vertreten der bayerischen Interessen der Wirtschaft. Wir haben auch gestern, also passt perfekt auch zum German Mittelstand. Ich selber bin auch schon über 20 Jahre Mitglied in diesem Exportclub und für mich auch wirklich eine Herzensangelegenheit. Bin damals nach meiner Bundeswehrzeit in Fürstenfeldbruck über einen Mentor von mir zum Exportclub gekommen. Dann habe ich war ich bei den Junioren im Präsidium, haben wir schöne Fahrten, auch da schließt sich der Kreis wieder nach Berlin in den Bundestag damals, in den Reichstag gemacht und haben auch da schon unterstützen einfach wirtschaftliche Themen, politische Themen. Wir hatten auch gestern unseren Anstich, da das Oktoberfest ja dieses Jahr wieder nicht stattgefunden hat, am Tegernsee. Da haben wir noch mal kurz eine Schalte gemacht und ich richte heute die herzlichen Grüße auch unseres Präsidenten aus, dem Dr. Kerkloh, auch Lufthansa-Aufsichtsratmitglied und früherer Chef des Flughafens hier in München, der leider aktuell verunfallt war und im Krankenhaus liegt. Also von der Seite, lieber Dr. Kerkloh, gute Genesung wieder und herzliche Grüße. Von uns allen natürlich, ne? Also gute Besserung. Gute Besserung. Und
wir werden es nächstes Jahr richten und dann kommen wir wieder zusammen. Genau. Genau, der Exportclub Bayern kann ich auch nur jedem einladen, mal zu der einen oder anderen Veranstaltung vorbeizukommen. Der liebe Thomas Sattelberg hat uns schon mal beehrt in der BMW-Welt. Da haben wir über Innovationen gesprochen. Wie innovationsfähig ist Deutschland mit dem Google-Entwicklungschef, dem Dr. Hohlfelder. Wir hatten Sixt jetzt dabei, Mobilität der Zukunft. Wir hatten auch gerade nochmal den Thomas Sattelberger bei den Junioren. Das ist mir auch eine absolute Herzensangelegenheit. Junior kann bei uns bis 35. Das sind eigentlich keine sind weniger Studenten, sondern sind junge, aufstrebende Herrschaften und Damen, auch noch einige Damen, das ist uns auch sehr wichtig, was wir ausbauen wollen. Und da hatten wir ganz tolle, Munich Summit auch gemeinsam, hatten wir tolle Unternehmer, die mit 30 Jahren teilweise schon fantastische Unternehmen aufgebaut haben, wo ich wirklich sehr, sehr erstaunt oder begeistert war. Man kann echt Begeisterung. Genau. Perfekt, darauf trinken wir jetzt erstmal. Prost. Wohl. Prost, zum Wohl. Prost, Prost. Zum Wohl. Geimpft, genesen und getestet. Das haben wir alle. Und gut aussehen. Manche mehrfach, manche nur einfach sozusagen. Deswegen, wir können auch locker hier zusammensitzen. Das möchte ich auch mal sagen. Muss man ja immer jetzt in der nächsten Zeit. Was aber auch richtig und wichtig ist. Ja. Dann stelle ich dir auch gleich mal die erste Frage. Und, wenn wir jetzt sehen, wir haben 1,5 Jahre Corona hinter uns. Wie stark hat das Unternehmertum jetzt eigentlich wirklich gebeutelt? Ganz unterschiedlich. Es gibt, glaube ich, etliche, die durchaus gestärkt aus dieser Krise hervorgegangen sind. Es gibt natürlich etliche, die es auch böse erwischt hat, gar keine Frage. Ich glaube, das ist rauf und runter diskutiert. Ich werde keinem hier irgendwelche Sachen verraten, wenn ich das jetzt in die Breite gebe. Ich glaube, für viele, viele Unternehmen ist klar geworden, dass eine wichtige Zukunftsfrage ganz weit vorne steht, nämlich das Thema Digitalisierung. Es ist ihnen klar geworden, dass das ein Thema ist, das vorangebracht werden muss. Und erfreulicherweise glaube ich auch, und das gebe ich dann sozusagen ein bisschen an die Politik weiter, ist sogar in der Politik angekommen, dass man tatsächlich beim Thema Digitalisierung vorankommen muss. Ich sage nur Stichwort Gesundheitsämter und Fax. Ich glaube, dann weiß jeder, von was ich spreche. Ob das jetzt, also das ganze Thema Bürokratieabbau. Und es ist schon erfreulich, dass man in den vielen Wahlprogrammen dann auch lesen kann, Bürokratieabbau, Digitalisierung. Ich kenne ja, glaube ich, keine Partei, die nicht das Thema auch mit drin hat, übrigens genauso wie das Thema Nachhaltigkeit im Sinne von ökologischer Nachhaltigkeit. Auch das ist erfreulicherweise aus meiner Sicht in allen Programmen mehr oder weniger vertreten, zumindest von den relevanten Parteien, ist also als Thema da angekommen. Die Frage ist nur, glaube ich, wie ernst es zu nehmen ist, sondern mit welchen Mitteln und Möglichkeiten, mit welchen Methoden sozusagen man an der Stelle vorankommen will. Und da glaube ich, da sehe ich schon sehr große Unterschiede zwischen den einzelnen Parteien, wie man das umsetzen will. Und ich glaube, da sollten wir auch ein bisschen darüber diskutieren, vermutlich. Ich meine, das ist ein guter Punkt, den du sagst. Ich meine, es gibt ja so viele Muss-Themen. Wir wissen auch, Klimaschutz ist irgendwie wichtig. Das muss angegangen werden, aber schnallst das jetzt wirklich? Hast du den Eindruck, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen fürs Handeln oder schlufen wir jetzt weiter in die Digitalisierung? Was ist so dein Gefühl? Ich meine, das kann man ja an ganz vielen einzelnen Dingen festmachen oder auch nicht. Ich hab tatsächlich das Gefühl, dass viele Unternehmer und Unternehmerinnen mehr machen wollten, als sie zum Teil können und die Politik sozusagen zulässt. Also ich glaube, so eine Entfesselungsstrategie ist dann schon eine, die wir brauchen. Das Thema ist nicht nur bei Fridays for Future angekommen, sondern auch bei vielen Unternehmen, die wissen, dass nachhaltiges Wirtschaften für sie aus ökonomischen Gründen wichtig ist, unabhängig von ökologischen Gründen, aber auch überhaupt ein Thema ist, weil sie mit Nachwuchssorgen zu kämpfen haben, viele nach Fachkräftemangel. Und wer heute junge Menschen für seine Unternehmen begeistern will, glaube ich, kommt nicht drum herum, ihnen Sinnstiften, also Sinn mitzugeben. Und Sinn ist ganz oft eben auch die Frage der nachhaltigen Wirtschaften so zu beantworten, dass ein junger Mensch sagt, jawohl, in so einem Laden möchte ich arbeiten, da bin ich gern dabei, das finde ich cool, was die machen. Das brauchen wir. Habe ich gerade noch eine Frage. Ich meine, ihr habt es ja alle wahrscheinlich gelesen, die weltgrößte Reederei hat jetzt auch gesagt, wir wollen jetzt mit einem anderen Antrieb rausgehen. Siehst du da mehr die Politik in der Pflicht, mehr die Wirtschaft? Ist natürlich ein Zusammenspiel, aber wo siehst du so die Synergien? Also wo ist so der optimale Hebel? In der Pflicht sind natürlich die Unternehmen und die Unternehmer, die müssen die Investitionen bereitstellen, die müssen das wollen und sie müssen es auch machen. Die Politik ist aber genauso in der Verpflichtung,
eben auch die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass es Sinn macht. Ich will nicht schon jetzt zum 5. Mal eine Geschichte erzählen von meiner WEG mit 9 Häusern, wo wir gerne Photovoltaik reinbauen würden, die uns 125.000 Kilowattstunden pro Jahr ermöglichen würden. Aber die Gesetzeslage ist so kompliziert und so, dass diese Ansicht nachhaltige Investition sich am Ende des Tages nicht mehr rechnet, ja, weil es einfach die Vorgaben, ich will es nicht im Detail darstellen, so kompliziert sind, okay, wir haben es jetzt erstmal wieder zurückgestellt, weil es sich einfach nicht rechnet, ne, weil die Gesetze zu kompliziert sind. Und da müssen wir eben von der Politik auch erwarten und wir erwarten als Wirtschaft und Politik, dass wir die Dinge machen können, dass entbürokratisiert wird, dass Bauanträge, dass alles, was dort dem Unternehmer täglich das Leben schwieriger macht, dass es einfacher wird. Da kann Digitalisierung wahnsinnig mit helfen. Aber da hilft auch etwas, was ich mal als Mut bezeichnen würde, nämlich Mut, die Leute mal machen zu lassen. Das gilt übrigens auch für den Mut, mal die Behörden, die ja oft mal kritisiert werden. Die Behörden können ja oft mal gar nichts dafür. Es sind ja die Politiker, die Gesetze machen, an die sich die Behörden halten können. Aber die Behörden oder die Verwaltung kann garantiert mehr. Es sind gute Leute dort. Aber man muss sie halt auch machen lassen. Also diesen Mut brauchen wir in der gesamten Gesellschaft, müssen wieder mehr wollen und ja, mehr machen. Gut, Armin, du bist ja als Unternehmer immer mutig, glaube ich, oder? Also ich gehe mal davon aus, das ist eine Grund-DNA von dir, Ja, Mut zu haben. Wie weit mutig siehst du jetzt in eurem Verband oder in eurer Gruppe? Wie stark ist da die Aufbruchsstimmung? Wie stark ist jetzt bei euch sozusagen, bei euren Mitgliedern, das Thema? Also wir merken, dass sehr viele Unternehmen Mitglied werden möchten beim GWD aus dem klassischen etablierten Industriebereich, aber auch viele neue Geschäftsmodelle und Geschäftszweige, die dort Mitglied werden wollen. Aber was auch für das GWD steht, ist, dass es um die Transformation geht. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Wir haben eine gemeinschaftliche Aufgabe und was momentan mich sehr stark stört, auch in dem Wahlkampf, dass so ein Stück weit der Eindruck erweckt wird, als ob eine Partei für das Thema Klima steht, die andere für Digitalisierung und die andere für irgendwas anderes, für Soziale und die andere für die Wirtschaft. Und ich würde mir wünschen, dass wir endlich hier eine politische Stimmung, Aufbruchsstimmung in diesem Land haben, wo wir parteienübergreifend, gesellschaftsübergreifend, generationsübergreifend die wichtigsten Themen Digitalisierung, Klimaschutz angehen. Und am Ende des Tages trinken wir alle das gleiche Wasser. Wir atmen alle die gleiche Luft ein. Und wir haben alle denselben Planeten. Und unsere Kinder und Enkelkinder werden auch denselben Planeten haben. Und da gibt es nicht liberal oder konservativ oder grün oder links oder rechts. Das ist alles eins. Und das fehlt mir. Wir fangen an sofort, wenn irgendjemand sich für Wind oder Solar stark macht, dann heißt es ja, ihr Grünen. Wenn irgendjemand sich für irgendwas anderes stark macht, heißt es, ihr wollt ja nur den aktuellen Zustand erhalten. Also wir denken immer noch so in die Klientelpolitik. Und für mich sind die Themen zu wichtig, als dass wir in Klientelpolitik denken. Es geht nicht um ein bisschen Steuerschraube hier, Steuerschraube da zu drehen, sondern es geht wirklich um die Zukunftsfähigkeit des Landes, der Welt. Und wenn wir wollen, dass der Exportclub auch noch in 20 Jahren Mitglieder hat, dann müssen wir auch unsere Exportprodukte dahin bringen, dass die Welt sie auch noch haben will. Und mit irgendwelchen fossilen Technologien, das ist so ein bisschen wie das Faxgerät im Gesundheitsministerium, als ob wir jetzt E-Mails gegen Faxgerät wieder austauschen würden. Also Bestandsbewahrung und mit der fossilen Welt sie noch ein bisschen so zu optimieren und zu glauben, dass wir weiter ein Exportweltmeister bleiben können, ist ein Irrglaube. Also es geht darum, dass wir die Rahmenbedingungen gemeinsam schaffen und jeder seinen Beitrag dazu leistet, damit die Transformation gelingt, damit Deutschland seinen Wohlstand sichern kann, damit wir hier Arbeitsplätze sichern, neue schaffen und auch unseren Beitrag in der Welt leisten, denn wir liefern ja ganz viele Produkte, Autos, Zementfabriken, Maschinen, Anlagen, die ja irgendwo auch in der Welt dann für ganz viel Klimaausstoß verantwortlich sind. Und wenn wir diese klimaneutral stellen, dann tragen wir dazu bei, dass die Welt auch klimaneutraler wird. Und wenn wir das schaffen, hat kein anderes Land auf diesem Planeten eine Ausrede, das nicht zu schaffen, weil wir sind eine Industrienation, wir sind ja auch schon gut vorangekommen mit irgendwo über 40% erneuerbare Energie in unserem Strommix. Und wenn wir da weitermachen, dann geht es in die richtige Richtung. Ich meine, du zeichnest da ein sehr konkretes Bild auf, deine Vision. Wenn du jetzt ein bisschen die Vision zurücknimmst und sagst, okay, der Tag nach dem Wahltag, wie würdest du dir das konkret vorstellen? Alle haben gewählt, es wird irgendwie
verschiedene Konstellationen geben, dass irgendwie 3 große mindestens oder 2 große und eine kleinere die Regierung übernehmen. Wie stellst du dir das vor, um genau diesen Leitgedanken zu folgen? Ja. Ich meine, wir wissen ja alle, was wichtig ist, Ja. aber wie können wir das auch umgesetzt kriegen? Ganz konkret. Ich meine, das Land hat ja gezeigt, dass wir in der Pandemie in der Lage waren, extrem agil und flexibel Gesetze, Regeln zu schaffen, um da mal die Herausforderung zu lösen. Und ich will jetzt nicht dieses Wort im Mund nehmen, aber Inzidenzwert war ja sozusagen die Richtschnur für viele automatische Regelungen und Einschränkungen, die dann eingetreten sind, wenn wir dann die Werte überschritten haben. Warum nehmen wir denn nicht einfach das 1,5 Grad Ziel, wofür sich ja 187 Staaten mit dem Pariser Klimaabkommen verpflichtet haben? Warum nehmen wir denn das nicht für uns als Ziel, als Pfad und sagen, okay, wenn wir da nicht mehr auf dem Pfad sind, das bedeutet ganz konkret, wir haben ein CO2-Budget als Deutschland und wenn wir wie jetzt weitermachen, ist unser CO2-Budget zum 1.4. eines Jahres aufgebraucht. Und dann könnten wir ganz klar sagen, okay, da müssen wir mehr Anstrengungen tun und werden entsprechend mehr erneuerbare Energien ausbauen, E-Mobilität mehr ausbauen, Gebäude, Landwirtschaft, wo auch immer der Beitrag notwendig ist, um Klimaschutz zu gewährleisten, um auf dem 1,5 Grad Ziel zu bleiben. Daraus müssen wir es ableiten. Aber die bisherigen Ausbauziele, die ich erkenne, die haben damit überhaupt nichts zu tun. Ich meine, das Bundesverfassungsgericht hat ja das Klimapaket der Bundesregierung gekippt, weil es nicht ambitioniert genug war. Also da sehen wir, wie uns irgendwelche Wohlfühlpakete verkauft werden, aber im Endeffekt haben sie mit dem, was wir leisten müssen, nichts zu tun. Und aus meiner Sicht ist die nächste Regierung wirklich jetzt verpflichtet, wie man es auch in der Wirtschaft machen würde, eine Strategie zu entwickeln, um das 1,5 Grad Ziel zu erreichen. Und nicht irgendwie so ein bisschen hier, ein bisschen da und Klientelpolitik, wie können wir dann noch ein bisschen die Kohlekraftwerke ein paar Jahre länger laufen lassen und die AKWs vielleicht doch nochmal retten oder das ist alles Schmarrn. Ja? Das würde ich mir wünschen, dass da wirklich ernsthaft an diesen Zielen gearbeitet wird, weil das bringt uns am Ende des Tages auch weiter. Ich blicke nur zurück, 1998 war die Umweltministerin Angela Merkel. Und damals gab es schon das Thema CO2-Bepreisung. Und sie hat gesagt, die Automobilindustrie wird in kürzester Zeit das 3-Liter-Auto rausbringen und die wüssten, wenn sie ihren CO2-Emissionen nicht merklich reduzieren, wird es Konsequenzen geben. Dann gab es 2015 CO2-Dieselskandal und bis heute, jetzt haben wir erst angefangen, langsam darüber nachzudenken, dass wir CO2-Preise brauchen. Also es passiert nicht viel, wenn wir nicht konkrete Ziele definieren, verbindlich definieren, das will ich damit sagen. Und wir haben ja Ausbaudeckel bei den erneuerbaren Energien aktuell in Deutschland. Das kann ja sich keiner vorstellen. Solar und Wind sind gedeckelt in diesem Land aktuell vom Ausbau. Und alle reden davon, dass wir Klimaneutralität brauchen. Wir brauchen grünen Wasserstoff, wir brauchen Strom für die E-Fahrzeuge, wir brauchen Strom für die Versorgung der Industrie. Grünstrom, das haben wir alles nicht, weil wir nicht genügend ausbauen. Wir sind auf dem Stand von 2000, ich weiß nicht was. Und alle anderen Länder, Industrienationen überholen uns in dem Bereich. Ja, lieber Olaf, ich meine, wir reden hier über ein Wirtschaftsziel, einen KPI, sage ich jetzt mal, Key Performance Indicators. Was denkst du darüber? Ist das ein gutes Ziel? Glaubst du, damit können wir starten? Selbstverständlich kann man so starten. Ich glaube, wir müssen nur die Frage stellen nach dem Wie. Und ich glaube, jeder hat, genau wie es gerade von den Vorrednern gesagt worden ist, gute Ziele, auch gute Ideen. Die werden in Programme geschrieben und wir müssen jetzt mal zusehen, dass wir die auch parteiübergreifend wirklich umsetzen. Und ich glaube, da hilft es uns im Moment sehr stark, dass die Diskussion in unserem Land wirklich so weit geht, dass es mittlerweile von der Politik was verpflichtend fordert. Und ich glaube, das ist auch wichtig für Politik, dass sie diesen Druck spürt, dass die Bürgerinnen und Bürger wirklich eine Bewegung sehen wollen. Und ich glaube, da braucht man auch nicht über irgendwelche Koalitionsfragen reden oder wie auch immer. Wir müssen einfach bereit sein, die Punkte zu lösen, die wirklich für die Gesellschaft, für die globale Welt auch wirklich anstehen. Und was man feststellen muss aus meiner Sicht ist, dass wir wirklich fast 16 Jahre verloren haben. Ich sage deswegen 16 Jahre, weil wir waren ja auch an 4 Jahren mal beteiligt und waren dann halt 4 Jahre mal nicht mal im Bundestag. Und ich glaube, wir müssen aus solchen Zeiten lernen, dass wir ein Gesamtziel wirklich definieren müssen und auch im Auge behalten müssen. Das darf aber nicht mehr lange dauern. Wir müssen damit loslegen in der neuen Regierung. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich 2 Hürden überspringen. Wir müssen die Hürde überspringen,
dass wir bereit sind, mit demokratischen Parteien solche Prozesse in Bewegung zu setzen. Und da ist ja eine Menge zu tun. Das ist ja gerade von den Vorrednern auch richtigerweise angesprochen worden. Wir haben das Problem der Digitalisierung zu lösen. Wir haben das Problem des Klimaschutzes zu lösen. Und das sind so große Probleme, wo wir die Frage stellen müssen, wie machen wir das? Wie kommen wir da auf einen Nenner, dass das funktioniert? Die Wirtschaft ist da vom Gedanken her wesentlich weiter. Der Mittelstand ist dort wesentlich weiter. Wie gerade richtig angesprochen, Räder, die sich schon damit beschäftigen, andere Antriebstechnologien einzusetzen. Das ist viel weiter als eine Regierung, die sich immer noch die Frage stellt, möchte ich eigentlich so einen Klimaschutz planwirtschaftlich, staatswirtschaftlich angehen oder möchte ich ihn beispielsweise marktwirtschaftlich angehen? Und das sind, glaube ich, die wichtigen Fragen, die sich in den nächsten Wochen zu stellen sind in der Politik. Oder vielen Dank. Also ich sehe gerade die Herren auf der anderen Seite des Tisches. Ich glaube, die haben mir fleißig zugenickt. Das finde ich natürlich wichtig und schön. Wollt ihr noch was ergänzen? Ja, wir führen ja eine Gespensterdiskussion. Genau. Wenn ich mir das gerade anhöre, dann sind das Themen, die wir 2005 hätten diskutieren müssen. Ne? Und wir sind heute 16 Jahre später. So, und ich glaube, wir müssen uns da mal wirklich die Karten legen. Dieses Land hat 3 große Herausforderungen. Die Dekarbonisierung, also die Bewältigung des Klimawandels, die Digitalisierung und das Thema Demografie. Die 3 großen Doras, wie ich sie ab und an nenne. Und wir sind beim ersten Thema, Dekarbonisierung, sind wir über rhetorische Sprüche noch nicht weg. Und wir handeln nicht. Ne? Also ich fand das wirklich gut, als du sagtest, darf ich mal du sagen? Ja. Als du sagtest, wir müssen das CO2-Ausstoßlimit müssen wir sozusagen regelmäßig senken, denn das ist das Problem mit der CO2-Steuer, dass du damit nicht automatisch senken tust, aber mit dem Emissionshandel wird ja Jahr für Jahr reduziert und sozusagen der CO2-Ausstoß wird immer teurer. Ne? Aber das ist die eine politische Rahmenbedingung, die nach wie vor ungelöst im Raum hängt. Und natürlich die ganzen Themen, da bist du als Unternehmer wirklich vorne dran mit Speichertechnologien die ganze Frage der Speichertechnologien sowohl für die Elektromobilität, natürlich genauso die Speichertechnologien für das Thema Wasserstoff und das Thema E-Fuels für Übergangstechnologien. Das sind ein paar mutige Unternehmer dran, aber bei Gott noch nicht wirklich. Da ist noch nicht die Aufbruchstimmung da. Und zum Thema Digitalisierung, liebe Freunde hier im Raum, da haben wir doch in Corona das Fiasko erlebt, dass unsere öffentliche Verwaltung überhaupt in Berlin 90% waren gar nicht Homeoffice-fähig. Das heißt, die sind nach Hause gegangen, haben ihr Geld bekommen und nichts gearbeitet, weil die ganze technische Infrastruktur nicht da war. Die Schulen, wenn man den ersten und zweiten Lockdown anguckt, die sind ja in die Knie gegangen. Das ist nicht deren Schuld, sondern das ist natürlich erstens die Frage der starken Netze auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Endgeräte und der Kompetenz der Lehrerinnen und Lehrer. Also da im Grunde von Aufbruch zu reden. Hallo, wir müssen Reparaturbetrieb machen. Und zwar so schnell wie möglich. So, und das muss einfach, finde ich mal gesagt werden. Und dann, wenn ich dann höre, das Modernisierungsjahrzehnt liegt vor uns. Ich lache mich tot. 2000 war das Modernisierungsjahrzehnt und 2010 bis 2020. Und jetzt haben wir schon das 3. Modernisierungsjahrzehnt. 2 davon haben wir verschlafen. Also bitte da mal bei den Realitäten bleiben. Ich will also sagen, ja, klare Worte, danke dir. Wir holen jetzt noch den Franz-Josef Schirrer bei uns in die Runde mit rein. Servus, Franz-Josef, schön, dass du dabei bist. Ich grüße euch. Hallo. Servus. Herzlich willkommen zur DigiWiesen. Wir sind hier schon eifrig in der Diskussion. Es geht ja darum, was sind jetzt die Vertreter der Wirtschaftsverbände sozusagen, die Wünsche an die neue Regierung. Was haben wir für Themen, die wir anpacken müssen aus Sicht
des Unternehmertums. Aber zuerst einmal freundliches Prosit und Prost. Prost. Wolle. Lieber Franz Josef, möchtest du dich bitte kurz selber vorstellen? Vielleicht in aller Kürze. Ich beobachte diesen Wahlkampf derzeit nur noch mit Staunen. Ich bin seit 25 Jahren hauptberuflich in der Politik, habe einen solchen Wahlkampf noch nicht erlebt. Auch was die konkreten politischen Aussagen angeht, kann mir noch nicht vorstellen, wie am nächsten Sonntag eine funktionsfähige Regierung zustande kommen soll, die dann halbwegs auch das Thema Mittelstandspolitik und Mittelstandsinteressen vertritt. Kann dem Ergebnis, wie gesagt, nicht vorweggreifen. Was für mich wichtig wäre, was die neue Bundesregierung angeht. Diese neue Bundesregierung muss einige zentrale Themen, und die sind in den letzten Bemerkungen schon angesprochen worden, mit auf die Agenda setzen. Und die wichtigsten Themen heißen, dieses Land braucht eine leistungsfähige Infrastruktur. Ich habe vor wenigen Tagen das Buch von Robin Alexander, Der Machtverfall, gelesen. Und der beschreibt Deutschland mit 3 Begriffen wie folgt: risikoscheu, überbürokratisiert und technologisch abgehängt. So beschreibt ein führender Autor die Bundesrepublik Deutschland. Risikoscheu, das heißt keine mutige Gesellschaft, sondern wir sehen überall Gefahren. So gehen wir auch im Moment mit der Corona-Pandemie um. Überbürokratisiert, wenn ihr seht, wie in anderen Ländern derzeit Genehmigungsprozesse und vieles andere laufen, sind wir massiv überbürokratisiert. Da habe ich persönlich eine ganz andere Auffassung wie viele in meiner Partei, die sagen immer, wer Bürokratie abbauen will, der muss Aufgaben abbauen. Für mich völliger Schwachsinn. Man muss keine Aufgaben abbauen, man muss schlicht und einfach, und das klingt jetzt für euch banal, Köpfe abbauen. Wir haben in den letzten Jahrzehnten unsere Verwaltungen so aufgerüstet, jedes kleine Landratsamt, jedes Bauamt in einer kreisfreien Stadt ist so aufgerüstet worden, dass sie den letzten Maikäfer noch zählen, bevor eine Baugenehmigung erteilt werden kann. Technologisch abgehängt, liebe Freunde, ich war in meiner Zeit in vielen Auslandsniederlassungen des Freistaates Bahn. Ich konnte in China, in Indien, ich konnte in Wladiwostok auf der Transsibirischen Eisenbahn oder wo auch immer störungsfrei Telefonate führen. Ich kann es aber in meiner Heimatregion im Stimmkreis Kaufbeuren nicht. Da habe ich heute noch Gegenden, da kommt null Service, da kommt nicht mal mehr ein Balken. Deshalb diese 3 Dinge, mehr Risiko, mehr Mut in dieser Gesellschaft. Das Thema Bürokratie angehen, indem man einfach, und da sind auch wir in der CSU leider nicht frei, diese Staatsregierung hat seit der Amtsübernahme von Markus Söder rund 6.000, 7.000 neue Beamtenstellen geschaffen. Da mag durchaus was Sinnvolles dabei sein, aber da sind auch viele dabei, die sich tagtäglich ihre Existenzberechtigung selber nachweisen, indem sie unsere mittelständischen Unternehmer belasten. Und wir müssen auch den Bedenkenträgern mal gegenübertreten, die sich bei jedem Mobilfunkmasten, bei jeder Umgehungsstraße oder sonst was immer in diesem Rechtsmittelstaat zur Wehr setzen. Nochmals sind wir gespannt. Es sagt jetzt ein CSUler etwas, wofür ich in meiner Partei geschimpft werde. Ich werbe für meine Partei, weil ich meine Partei immer noch für eine mittelstandspolitisch orientierte Partei halte. Aber ich sage auch all den Unternehmern, die sich mit uns schwer tun, die Alternative kann nicht lauten AfD, Linkspartei, SPD, Grüne und erst recht nicht Freie Wähler. Das sind verschenkte Stimmen. Wer sich mit uns schwer tut, für den ist, ich sage jetzt mal, die FDP immer noch ein Partner, von dem man voraussetzen kann, dass er Mittelstandspolitik nicht nur auf den Fahnen hat, sondern in einem Koalitionsvertrag auch umsetzen würde. So, das nur als knappes Statement mal von meiner Seite. Da muss ich jetzt erst einmal applaudieren, weil es sind klare Worte und ehrliche Worte, das muss ich immer von einem Politiker eines Kalibers nicht beachtlich. Also Thomas und Franz Josef, ihr 2 müssen jetzt eigentlich zusammen auf die Bühne. Ja, ich bin leicht errötet, gell? Ja, aber auch wenn ich jetzt dem Amir zuhöre, der den grünen Wirtschaftsdialog vertritt, wenn ich ihm zuhöre, was er für Pläne, Ideen hat, dann würde ich mir eine ganz bestimmte Konstellation als Unternehmer wünschen und sagen, das wäre penny good, wenn das so zustande käme. Nur ich habe natürlich bei allen, vielleicht sogar noch, und das liegt gleich daran, dass ich selbst auch in der FDP Mitglied bin, da der FDP noch am wenigsten Sorgen, also die FDP hoffe ich, dass er dabei ist. Bei der CSU würde ich mir die Frage stellen, damit auch letztendlich an die Union,
kriegt es ja irgendwann mal die Fahrt drauf, die man braucht für das Land. Ja? Also den Wechsel, ich meine, ihr seid ja schon lange in der Regierung, also wie kriegt ihr denn intern das so hin, dass die Leute ans Ruder kommen, die wirklich was voranbringen wollen? Also vielleicht so Leute wie dich auch an der Stelle, wenn ich das mal richtig anhöre. Und Amir, gleich an dich sozusagen meine Frage, wie kriegst du also wenn ich das Wahlprogramm der Grünen lese und das, was du erzählst, dann habe ich nicht das Gefühl, dass die Wirtschaftspolitiker bei den Grünen die Oberhand haben. Mal vorsichtig formuliert. Ja. Also ich glaube, wir sind ja alle auch sehr kritisch gegenüber den jeweiligen Parteien, denen wir angehören heute. Und dementsprechend kann ich auch sagen, dass ich auch in mir ein gelbes und ein grünes Herz habe. Ich bin auch nicht durch und durch grün. Und was das Thema Freiheit und Eigenbestimmung, Selbstbestimmung, Eigenverantwortung angeht, vermisse ich auch an der anderen Stelle bei den Grünen. Als Überschrift jetzt, sage ich jetzt mal, ja. Und wir können ja auch alle froh sein, dass unsere Parteien so schwächeln in der Zeit, dass keiner allein regieren wird. Insofern werden wir aufeinander angewiesen sein und ich glaube, dass am Ende des Tages auch dann die ein oder andere vielleicht auch an die inneren der Partei gerichteten Positionen dann auch ziemlich schnell weggeräumt werden. Bei allen Parteien. Ja, also da gibt es ja überall so Punkte, wo man sagt, was soll das jetzt? Und also ich glaube nicht, dass da beispielsweise eine Vermögensteuer oder ähnliches kommen wird, ja, wenn die Konstellation, die du gerade besprochen hast, zustande kommen sollte. Aber nochmal zurückzukommen auf das, was du eingangs gesagt hast, finde ich noch an die Adresse der Kolleginnen und Kollegen der CSU und auch der FDP. Ich glaube, dass wir eine neue Haltung in der Politik brauchen. Aus meiner Sicht hat die Politik in den letzten 20, 30 Jahren sehr gut funktioniert. Das ging alles aufwärts. Ja, wir haben ja alle, für uns allen ging es aufwärts in den letzten 20 Jahren. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, es ging nichts vorwärts. Ja, und in dieser Aufwärtsstimmung haben wir vergessen, dass wir eigentlich auch für die Zukunft noch was vorbereiten müssen. Und meiner Meinung nach hängt es damit zusammen, dass unsere Haltung nicht passt. Die Haltung ist nämlich eine Bewahrungshaltung, ja, eine Status-Quo-Bewahrung. Wir setzen alles daran, die etablierten Unternehmen, die Großkonzerne zu bewahren. Ich bin stolz auf alle Autos, die wir in Deutschland bauen. Ich bin stolz auf die gesamte Industrie, die wir in Deutschland haben. Nur glaube ich aber auch, dass die den Weg mit dem geringsten Widerstand suchen über die Politik und die Politik macht es ihnen sehr leicht und gibt ihnen das. Stichpunkt Dieselskandal und Ähnlichem. Ja. Wir haben der Automobilindustrie keinen Gefallen getan, indem wir denen Rückendeckung gegeben haben, bei der CO2-Entwicklung freie Hand zu bekommen oder immer wieder zu verschieben. Denn die Welt links und rechts neben uns, die Teslas dieser Welt, die werden nicht vom Bundeskanzleramt heraus eingeschränkt werden können. Die gehen ihren Weg und wir sehen, dass Tesla inzwischen das wertvollste Unternehmen der Welt ist, nicht weil der jetzt so cool ist, sondern weil die einfach der Kapitalmarkt traut denen zu, dass sie die Automobilindustrie umkrempeln werden. Ja. Das haben die auch lange nicht geglaubt und das merken wir. Und das sind nicht die einzigen. Wer jetzt bei der IAA war, hat sehen können, dass da durchaus chinesische Hersteller größere Stände als Daimler und BMW dort präsentieren. Ja. Wie gut die Fahrzeuge sind, haben wir dahingestellt, aber die sind im Kommen, will ich damit sagen. Und unsere Haltung muss die sein, dass wir nicht bedingungslos eine Bestandsbewahrung machen. Was meine ich damit? Dass wir den Abstand von einem Atomkraftwerk hier in Bayern mit 100 Meter für in Ordnung halten, dass wir den Abstand von 480 Metern von einem Kohlekraftwerk in NRW letztes Jahr sogar mit Sondergenehmigung in Betrieb nehmen, von Herrn Laschet bevorzugt, was übrigens jetzt vom Gericht gekippt ist, der Bau. Aber dann 10H-Regelung einführen, um mehr oder weniger in Bayern den Ausbau von Windenergieanlagen zum Erliegen zu bringen. Das ist eine Haltungsfrage. Also wie positioniere ich mich gegenüber der antiquierten Kohle- und Atomindustrie und wie positioniere ich mich zu dem Neuen, zu der Transformation, zu dem, wo wir ja inzwischen den Beweis erbracht haben. Proof of Concept ist erbracht. Wir haben über 40% Stromanteil in Deutschland mit den erneuerbaren Energien. Und da gilt es jetzt darum, das Ding hochzufahren, das Ding auszubauen. Und nicht immer wieder mit irgendwelchen Bestandsbewahrungsmeinungen und Positionierungen das schwer zu machen. Und genauso geht es auch darum, dass wir die Baugenehmigungen und alles, was notwendig ist, um Ladeinfrastruktur, um Netze auszubauen, um erneuerbare Energien auszubauen, um die Industrie zu erneuern, dass wir das vereinfachen. Und zwar mit festen Fristen. Wenn bis dahin die Behörden nicht reagiert haben, ist das Ding genehmigt, Punkt aus.
wo sind wir denn hier? Ne? Also, und das ist als eine Haltungsfrage. Und ich frage mich, ob diejenigen in den letzten 16 Jahren diese Haltung nicht in der Lage waren zu verändern, mutig genug sind, veränderungsfähig genug sind, um tatsächlich diesen 180-Grad-Wechsel jetzt vorzunehmen. Oder ob wir nicht frisches Blut im System brauchen, die jetzt mal von außen ein Stück weit das Ganze begleitet und beobachtet haben, die jetzt mal sagen, wir brauchen jetzt mal Veränderung. Und zwar echte Veränderung und nicht irgendwie so unechte. Ich höre immer wieder auch Technologiefreiheit beim Thema Sprit beim Fahrzeugen zum Beispiel. Ja? Was heißt das? Wasserstoff braucht 3-mal mehr Energie als ein Batteriefahrzeug. Das heißt, dass wir 3-mal mehr Wind und Solar brauchen. Und auf der anderen Seite heißt es, Wind wollen wir aber nicht ausbauen. Das heißt, wir drehen uns irgendwie im Kreis. Das sind alles so scheinheilige Positionierungen, die am Ende des Tages immer wieder die Sackgasse führen. Und damit müssen wir aufhören. Das ist eine Haltungsfrage. Ja, und das würde ich mir wünschen, dass wirklich diejenigen, die an die Macht kommen, jetzt mutig sind und das ernst meinen und nicht nur uns irgendwas versprechen und hinten aber doch wieder was anderes machen. Ich glaube, hier schaut schon einer mit den Hufen. Darf ich was loswerden? Du sollst. Mann, oh Mann, Leute, also Entschuldigung, ich bin ein Mann des offenen Wortes immer. Ich bin einfach, mit mir mal durch die Lande zu ziehen und zu schauen, wie groß die Begeisterung der Menschen beim Thema Energiepolitik ist. Jetzt sage ich euch mal die Erlebnisse eines praktizierenden Politikers. Die Menschen in Deutschland wollen keine Kernenergie. Die Menschen in Deutschland wollen keine Kohleenergie. Die Menschen in Deutschland wollen aber keine großflächigen Freiflächenanlagen für Photovoltaik. Wenn ich die Wasserkraft an Iller, Lech und Wörthacher tüchtigen will, dann kommt als erstes der Fischereiberater. Wenn ich das Thema Biomasse ausbauen will, dann kommen die Anwohner und sagen, zu viel Transport von Biomasse und dann riecht das Ganze auch noch. Und bei der allseits so geschätzten Windkraft, ich verstehe eines nicht, warum das in eure, Entschuldigung, jetzt bin ich wirklich mal brutal, in die Köpfe nicht reingeht. Was heißt denn 10H? Wenn die Bürgermeister und Markt- und Gemeinde- und Stadträte so mutig sind, wie Sie es eben gesagt haben, dann sagen die 10H, muss doch nicht sein. Ich kann als Kommune von 10H abweichen. Entschuldigung, 10H gilt doch nur, wenn die örtliche Kommune nicht bereit ist, davon abzuweichen. Und zum Zweiten, was das Thema Windkraft angeht, wisst ihr, womit wir schon geholfen wäre? Wenn wir die Windenergie, die wir offshore in Norddeutschland erzeugen können und die wir gar nicht verbrauchen können, wenn wir die endlich zu uns kriegen würden. Wisst ihr, wie das System im Moment aussieht? Wir regeln oben die Anlagen ab, weil wir den Strom nicht wegkriegen. Und im Süden unten bei uns fahren wir mit Gaskraftwerken hoch. Das Ganze nennt sich Redispatch, kostet 1-2 Milliarden im Jahr. Das ist der Firma Tenet völlig wurscht. Die sagt, das wird über die Netzentgelte bezahlt. Und zum Thema Energie, ich müsste doch jedem energieintensiven Betrieb heute anraten, die nächste Standortentscheidung gut zu überdenken. Diese Politik hat dazu geführt, dass wir derzeit die höchsten Strompreise haben, dass wir Stromimportland sind. Und wenn wir KdF haben, KdF stand bei uns im Ministerium für kalte, dunkle Flaute, beispielsweise im Februar, dann müssen wir schauen, dass die tschechischen Kernkraftwerke, die französischen Kernkraftwerke oder die polnischen Kohlekraftwerke uns entsprechend Strom liefern. Nochmals, ich bin für den Ausbau der Erneuerbaren. Aber tut doch bitte nicht so, als ob die ganze Bevölkerung Juhe schreit, wenn einer sagt, er will eine Windkraftanlage errichten oder er will eine Wasserkraftanlage, die seit 100 Jahren besteht, ertüchtigen, kein neues Querbauwerk. Wenn er sagt, ich will in benachteiligten Gebieten großflächige Photovoltaikanlagen errichten. Ich habe immer mehr Widerstände als Menschen, die dafür sind. Deshalb ist es nicht nur eine Haltung der Politiker, sondern wir müssen auch wieder als Politiker den Mut haben, die Doppelmoral in dieser Gesellschaft, die bei vielen Bürgern halt da ist, die am Abend immer jammern und sagen, tun Sie doch was für erneuerbare Energien. Und ich sage dem am nächsten Tag, schau bitte dein Haus an. Da sind 3 Fernsehapparate, da ist alles elektronisch vom weiß Gott was alles. Schaut euch mal eure Stromverbräuche an. Fangt einfach mal selber an in eurer persönlichen Haltung. Und nochmals, ich komme mit vielen Grünen gut zurecht in der Politik. Ich komme manchmal mit grünen Wählern nicht zurecht. Also mit den Funktionären der Grünen komme ich super klar. Aber mit dem grünen Wählerspektrum komme ich nicht klar, weil ich dem klar machen müsste,
dass man den persönlichen Lebensstil, den man pflegt, eben dann auch entsprechend anpassen muss. Und da ist in dieser Gesellschaft einfach zu viel Doppelmoral. Vielen, vielen Dank für deine Worte. Amir hat sich Ja, als erstes also, gemeldet. Ich würde dann dir, Thorsten, Ich weitergeben. würde gerne 2, 3 Anmerkungen dazu machen. Ich finde, dass wir uns das leicht machen, wenn die Landesregierung oder Bundesregierung den Gemeinden die Verantwortung dafür gibt, den Abstand selbst zu regeln. Und wir wissen alle aus der Praxis, was dann vor Ort passiert. Der Bürgermeister kriegt Morddrohungen, der Bürgermeister muss um seine Wiederwahl fürchten. Und das ist dann zu leicht gemacht. Und diesen Raum der Proteste vor Ort, den geben wir in dem Moment, wo wir diese Verantwortung auch lokal abgeben. Und das finde ich feige. Im Grunde genommen muss bei der Corona-Politik, gab es das ja auch nicht, dass jede Kommune vor Ort selber entscheiden konnte, was ist. Da gab es auch eine Bundesvorgabe, da gab es eine Landesvorgabe, hat man sich geeinigt und sich darum gekümmert, dass es durchgesetzt wird. Und das ist der Fehler. Das ist ein Gebotsfehler, wenn von vornherein die Verantwortlichkeiten vor Ort abgegeben werden, dann ist das Ergebnis, das, was wir sehen, es findet kein Ausbau statt. Nicht, weil sich nicht die Bürgermeister nicht trauen, aber sie haben Angst und Sorge, so eine Spaltung vor Ort zu verursachen, wodurch sie dann wiederum nicht gewählt werden oder wodurch sie dann im Grunde genommen Angst zum Teil um ihr Leben haben müssen. Aber jetzt habe ich mich da überhört. Ich habe Sie ausreden lassen, wir lassen mich auch ausreden, dann sind Sie gerne auch danach dran. Und ich bin der Meinung, dass die Landespolitik so viel Verantwortungsbewusstsein haben muss, um diese Dinge klar zu regeln, damit dann nicht vor Ort so viel Streit entsteht und Raum für Verunsicherung, Raum für die Proteste, Raum für Nörgelei entsteht. Wenn wir Autobahnen bauen wollen, wenn wir Flughäfen bauen wollen, dann machen wir es auch, dann setzen wir es auch durch. Und das andere ist zum Thema Stromterrassen. Ich erinnere mich sehr gut daran, dass der Ministerpräsident Seehofer damals Opposition und Regierung zugleich gespielt hat. Der hat in Berlin dem Ausbau des Netzes nach Süden zugestimmt, um dann in Bayern zu sagen, das geht ja gar nicht, wir müssen es unterirdisch bauen. Die ganzen Verzögerungen und Verteuerungen, die wir haben, sind darauf zurückzuführen, weil wir es jedem, aber auch wirklich jedem vor Ort recht machen wollen. Da erwarte ich auch mehr Mut und Verantwortungsbewusstsein, wenn wir mal entscheiden, die Netze auszubauen, dass sie dann auch ausgebaut werden und dann nicht jeder sich auch vor Ort nochmal dazu mit Ja melden muss. Also da finde ich es jetzt wieder wirklich spannend, wie wir über Mut und Verantwortung sprechen und hier wieder mal so die eigenen Defizite der letzten Jahre als Problem dargestellt werden, die nicht lösbar gewesen wären. Die sind alle lösbar, wenn alle ein bisschen mehr Mut und Verantwortungsbewusstsein entwickeln würden. Vielen Dank. Jetzt machen wir erstmal eine kleine Erfrischungsrunde und Genau, jetzt bist du in Sehr, der sehr, sehr gerne. Start schon mit den Füßen, danach der Ingolf und dann wieder der Platzführer. Ich habe mich auch gestern mal umgehört bei den Unternehmern bei unserer Wiesn, was denen eigentlich wichtig ist. Und ich glaube, ein Punkt war wirklich auch für den Mittelstand die Entbürokratisierung. Das war wirklich ein Punkt, das hattest du auch angesprochen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ergänzen würde ich gerne noch zur Digitalisierung, dass es nicht damit getan ist, wenn wir die Behörden digitalisieren. Das ist ein Teil. Wir müssen die Rahmenbedingungen in Deutschland schaffen, dass wir wirklich eine Digitalisierungsfähigkeit eben Gaia X, wir wollen nicht im Sandwich zwischen Amerika und China landen, wo wir im Moment sind. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, was ich mir auch wünschen würde, wenn das die neue Regierung macht, ist das Thema Bildung. Mittelstand und auch unsere Firmen, die suchen händeringend gute Leute. Das ist ein Thema, was man aber ganz lange anlegen muss. Bildung mache ich nicht heute und morgen. Thema Schulen hat Herr Sattelberger schon angesprochen, ist eine Katastrophe aktuell, was läuft. Ein guter Freund von mir ist Direktor, Schulleiter an einer niedersächsischen Schule. Die sind komplett alleine gelassen. Also dieses ganze Thema Bildung müssen wir schaffen. Wir müssen das digitalisieren. Föderalismus schön und gut. Auch da die Frage sollte sich stellen, warum jeder das Rad neu erfindet, warum man da nicht wirklich mit einer Lösung reingeht, was funktioniert und Befindlichkeiten von Landesregierungen, von Parteien wirklich mal überwindet und wirklich was Schönes da schafft, weil die Kinder sind die Leidtragenden. Das war der Punkt noch. Und zum Thema der Klimageschichte, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ich fand das gut mit, was eben gerade gesagt worden ist, die Doppelmoral. Das ist wirklich so ein Punkt. Ich würde auch das gar nicht so hinstellen. Ich fahre seit 20 Jahren Bahnfahrrad, wenn es passt. Also den Mix dieser ganzen Verkehrsmittel nutze ich schon sehr gut. Bin heute auch mit dem Fahrrad gekommen. Also es ist nicht nur eine grüne Politik. Ich bin ja Gott sei Dank in keiner Partei, aber ich glaube, da
kommen wir miteinander alle ganz gut klar. Wir sind uns einig, wir müssen was tun, die Dekarbonisierung, aber wir müssen es intelligent tun. Und zum Beispiel, was ich teilweise von den Grünen noch nicht verstanden habe, ich habe noch nicht mal nachgerechnet bekommen, vielleicht bin ich zu blöd dafür, aber ich habe es noch nicht nachgerechnet bekommen, wie viele brauchen wir denn eigentlich, wie viele Windkrafträder brauchen wir, wo müssen die denn überall stehen? Und da fehlen mir Zahlen, Daten, Fakten so ein bisschen. Und ich glaube, das Thema Doppelmoral ist wirklich eine Sache, ich kann nicht hingehen, also ich möchte kein Land erleben nach der Wahl, wo wir dann auf einmal Rabattmarken haben, dass uns das Fleisch zugeteilt wird, dass wir irgendwelche Flüge nur noch rationiert bekommen. Also aus meiner Sicht muss es der Markt entscheiden. Das wäre für mich eine ganz wichtige Sache. Und das muss intelligent gesteuert werden und auch ich meine, wir müssen Vorreiter werden, auch hier als Deutschland, dass wir zeigen, die Technologie, unsere Firmen, die können neue Ideen, neue Punkte rausbringen, aber es muss international gemacht werden. Und da war ich immer ein großer Verfechter von Professor Sinn, von seinem Klimaclub, dass wir wirklich sagen, wir müssen da hinkommen, andere Länder überzeugen davon, da mitzumachen, dass unsere deutsche Wirtschaft auch wettbewerbsfähig bleibt und wir nicht die ganzen, auch da ist Mittelstand sehr wichtig, dass wir unsere Industrie kastrieren, dass wir uns da was auferlegen und international nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Also das wäre auch nochmal ein ganz großes Appell, glaube ich, dass wir das mit klugen, intelligenten, aber auch internationalen Regeln oder gemeinsam voranbringen kann. Schön, danke dir. Jetzt haben wir noch ein paar Wortmeldungen, die müssen wir jetzt abarbeiten. Als erstes kommt der Ingolf dran, dann der Thomas, dann der Franz und dann hat der Olaf sich auch nochmal gemeldet. Also, ja, vielen Dank. Also war jetzt erst einmal für mich sehr spannend. Ich bin ja einiger der wenigen hier, die, ich sag mal, keiner Partei verpflichtet sind, sondern nur dem Mittelstand. Die meisten anderen haben ja irgendein Parteibuch. Deswegen würde ich gerne nochmal zu der Anfangsfrage zurückkommen. Was wünscht sich der Mittelstand von der Politik? Wir haben bisher diskutiert im Wesentlichen über das Thema Klima, Umwelt, Energie, aber wir haben ja unzählige Baustellen. Ja? Es geht ja noch viel weiter. Das geht ins Gesundheitswesen, das geht in die Bildung, das geht in Fachkräfte, Stichwort Einwanderungspolitik und so weiter und so fort. Und es war jetzt insofern für mich spannend, weil die Diskussion genauso lief, wie sie sonst politisch auch läuft, weil man unterhält sich immer über Klein-Klein, bis man sich in die Wolle kriegt. Das wird unwahrscheinlich emotional. Was wir uns wünschen vom Mittelstand, und ich glaube, da spreche ich nicht nur für den Mittelstand, da spreche ich auch für die Industrie, für alle eigentlich und wahrscheinlich auch für die Bevölkerung, für die Bürger. Was wir uns wünschen, sind ganz klare langfristige Leitlinien und Perspektiven. Wir wünschen uns Kontinuität, wir wünschen uns Verlässlichkeit und wir wünschen uns Vertrauen, dass das Ganze umgesetzt wird. Und in diesem Rahmen wünschen wir uns die Freiheit für die Wirtschaft, dass wir mit der Technologie und mit der Innovationskraft und mit der Kreativität, die wir haben, diesen Weg gehen können. Und wenn man in die politische Diskussion schaut, dann fehlt es an allen diesen Faktoren, weil es unwahrscheinlich emotionalisiert wird. Wir diskutieren nicht mehr sachlich, wir diskutieren nicht mehr mit gesundem Menschenverstand. Das hat auch für mich nur sehr rudimentär mit Haltung zu tun. Es geht einfach um den gesunden Menschenverstand. Da wird um Dinge diskutiert, also zum Beispiel, es wird lokal, regional, wenn irgendwo ein Bauvorhaben ist, egal ob das jetzt ein Funkmast ist oder eine Autobahnbrücke oder was auch sonst, werden sofort Bürgerinitiativen aktiviert, die mit einer wahnsinnigen Emotionalität hier Fronten schaffen. Und so werden solche Projekte gezögert und so werden solche Projekte verhindert. Ich denke, da müssen doch alle Parteien mal so weit sein und sagen, wir haben ein Ziel, dort wollen wir hin. Und wenn es ein demokratisches Ziel ist und wenn es die Mehrheit will, dann kann ich doch nicht anfangen, dann mit Minderheiten, die ich aufstachle und emotionalisiere, dagegen vorzugehen. Es erweckt ja bei uns schon manchmal den Eindruck, dass wir minderheitsregiert sind. Weil jedes Thema, was eigentlich ein vernünftiges Thema ist, entsteht wieder irgendwo eine Bürgerinitiative, die die Klappe so weit aufreißt, bis die Politik wieder den Schwanz einzieht und sagt, naja, so können wir nicht vorgehen, da müssen wir das anders machen. Und das ist das, was unser Land kaputt macht. Entschuldigung, wenn ich das so direkt sage, da bin ich auch emotional, weil wir müssen zurückkommen zum gesunden Menschenverstand. Ich sage mal so ganz kleine Beispiele zu Beginn von Corona, als die Gastronomie ihre Tische weiter auseinanderstellen musste. Früher hat jedes Ordnungsamt sofort einen Strafbescheid ausgestellt, wenn einer seinen Tisch 2 Zentimeter zu weit im Fußgängerweg hatte. Plötzlich war es möglich, dass es geht. Da durfte man die Tische weiter reinstellen. Da wurden sogar öffentliche Flächen noch zur Verfügung gestellt. Das ist das, wo ich sage, das ist gesunder Menschenverstand. Und der fehlt mir komplett. Also was wir uns wünschen, generell an die Politik, an die Kommunalpolitik, an die Landespolitik, an die Bundespolitik, das ist der gesunde Menschenverstand. Das sind klare Ziele, klar definierte Leitlinien.
Ja, man kann nicht alles freilassen, man muss Grenzen setzen, das ist schon klar. Aber dann wissen wir auch, wohin es geht. Die Richtung ist klar. Das Vertrauen darin, dass es funktioniert, die Kontinuität, die Verlässlichkeit in die Politik und vor allen Dingen zum Schluss der Freiraum, der uns ermöglicht, diese Wege zu gehen. Perfekt. Thomas, du bist das nächste, weil dann der Franz, dann der Uni. Lass uns doch einmal anstoßen. Ja, das machen wir, genau. Der gesunde Menschenverstand. Dann brauche ich noch ein Bier. Der ist wert. Auf den Menschenverstand, genau. Prost. Bringen Sie mir noch einen. Nehmen einen. So, Thomas, bitte. Ja, eine normale. Ja, der Appell an den gesunden Menschenverstand ist natürlich auch etwas, was ab und an in der großen Luft verhallt. Nein, aber ich finde es schon interessant, dass wir wirklich die Differenziertheit der Herausforderungen auf den Tisch legen. Die Briten, die sind da ja viel pragmatischer, die sagen, es geht um den Planeten, es geht um die People und es geht um den Profit. Es geht eben nicht nur um die Ökologie, sie ist ganz wichtig, aber es geht auch um die Menschen, denn wir sprechen, und ich habe erst vor kurzem in der Lausitz natürlich mich auch intensiv beschäftigt, was es heißt, wenn da Zehntausende Menschen sich umschulen müssen und noch gar nicht wissen, wohin und in welche Organisationen und Betriebe. Das steht ja alles in den Sternen. Und die Herzlosigkeit, mit der wir manchmal sozusagen die Veränderung von oben nach unten durchdeklinieren, die bewegt mich schon. Und natürlich das, was mein Vorredner angesprochen hat, das Thema Profit. Planet, People, Profit. Natürlich muss es eine Wirtschaft geben, die wirklich in Freiheit wachsen und gedeihen kann. Und der niemand vorschreibt, in welche Richtung sie sich technologisch zu haben. Ich war ja lange Jahre in der Wirtschaft, ich hatte einen Kollegen, der war mal Entwicklungsvorstand bei BMW und dann ist er großer Tech-Vorstand bei Continental geworden und der sagte mir mal, also bis die Elektrobatterie, bis das überhaupt geht, überhaupt kostengünstig, da gehen noch 30 Jahre. Und so stehen wir heute hin und sagen, ja, aber der Wasserstoff braucht 3-mal mehr. Augenblick mal. Wer entscheidet das eigentlich? Doch nicht Politiker, sondern das entscheiden Forscherinnen und Forscher, das entscheiden Gründerinnen und Gründer in diesem Lande. Und da bin ich dann wirklich jemand, der sagt, dort muss wieder Freiheit und frische Luft rein für diese Unternehmen, damit die wirklich ihre Kraft an Ideen gestalten können. Also erstens ein tiefes Plädoyer, dass wir die Dinge nicht einseitig gucken. Ich lasse mir von niemand aufdrängen, dass die Ökologie das allerwichtigste Thema ist, sondern ich will immer das Thema Wirtschaft, Ökologie und Soziales beieinander sehen. A1. Und zum Zweiten, wir brauchen den Freiraum. Wir haben in Deutschland, wir haben nicht sehr viele Rohstoffe, aber wir haben viele, viele Millionen gute Köpfe und die denken können. Und es kann nicht sein, dass Berlin sozusagen das Denken von Millionen ersetzt. Dort muss Freiheit rein ins Unternehmertum. Wunderbar, danke dir. Franz, du schaust auch schon mit den Füßen und danach kommt der Urlaub. Ja, vielen Dank. Vielleicht noch aus persönlichen Erlebnissen der letzten Tage und Wochen, auch im Rahmen des Wahlkampfes. Wenn du Firmenbesuche machst und fragst die Mittelständler, was berührt dich, dann stelle ich fest, dass ein Großteil der politischen Parteien in der Agenda die falschen Dinge nach oben setzt. Ich will da auch meine Partei gar nicht ausnehmen. Ich werde zum Beispiel von Mittelständlern höchst selten auf das Thema Steuerpolitik angesprochen. Die Mittelständler sagen mir, Scherer, lass mich einfach Geld verdienen, lass mich wirtschaften, dann zahle ich auch gern meine Steuern Prozent rauf oder runter. Bitte Vermögenssteuer, ja, sehen wir sehr kritisch, aber ansonsten ist es nicht für mich das Problem. Lasst mir Luft zum Atmen. Und darum sage ich, wenn wir nicht den Mut haben, was Genehmigungsverfahren angeht, was bürokratische Prozesse angeht, zu anderen Regelungen zu kommen, dann wird die nächste Unternehmergeneration, die jetzt mit den Füßen schaut, einfach die Lust verlieren, diesen Betrieb zu übernehmen. Und es besteht auch durchaus die Gefahr, dass nach dieser Corona-Pandemie
mittelständische Firmen aus der Volksrepublik China nochmal auf Einkaufstour auch in Europa und damit auch in der Bundesrepublik Deutschland gehen. Zweiter Punkt, Ökologie und Ökonomie, für mich absolut kein Widerspruch. Wer heute mal als Politiker bei Spatenstichen von Firmengebäuden unterwegs ist, der merkt, dass jeder Unternehmer von sich aus schon höchsten Standard und Wert darauf legt, energieeffizient zu bauen, weil er sagt, es ist für mich ein Kostenfaktor. Darum sage ich, marktwirtschaftliche Prinzipien wirken auch da. Dritter Punkt, der mir wichtig ist. Ich kenne keine Volkswirtschaft, die man betreibt, indem man sich gegenseitig bedient, pflegt, besucht und die Haare schneidet. Das sind alles wichtige Dienstleistungen. Aber Länder, die nicht mehr bereit sind, Industrie zu betreiben, zu produzieren, zu fertigen, die verlieren irgendwann. Und ich halte auch nichts von Standorten, die sagen, F&E ist die Zukunft, Research and Development. Man muss es der Welt auch zeigen können. Ich sage euch ein Beispiel. Ich war leidenschaftlicher Befürworter Transrapid. Nicht wegen der 36 Kilometer vom Hauptbahnhof München zum Flughafen raus, sondern um der Welt zu zeigen, dass nach 200 Jahren Rad-Schiene-Konzept mit Reibungsverlusten physikalischer Art und vielen anderen Dingen ein Schwebebahnprinzip vielleicht in die Zukunft geht. Und insofern plädiere ich nach wie vor für eine auch starke Industriepolitik. Letzter Punkt nochmal zum Thema Energie. Lasst uns bitte aufpassen, was die Legendenbildung angeht. 10H ist entstanden in meiner Region durch gewaltige Bürgerproteste, was das Thema Errichtung von Windkraftanlagen im Allgäu angeht. Und ich bitte jetzt einfach jeden mal auf die Karte zu schauen, die kann man im Netz im Bayern Viewer runterholen. Von den über 1000 Windkraftanlagen im Freistaat Bayern stehen 70% in Nordbayern und der größte Teil davon wieder in Unterfranken. Warum? Weil es völlig logisch ist, mit gesundem Menschenverstand baue ich eine Windkraftanlage dorthin, wo Windhäufigkeit ist. Am leichtesten tun wir uns natürlich offshore an der Küste. Da muss ich keine 200 Meter hochbauen. Da reichen auch 80 und 90 Meter. Und einen Punkt will ich auch noch korrigieren. Horst Seehofer hat damals, ich war der zuständige Minister, hat damals das Thema Erdverkabelung nur zur Sprache gebracht, um die Akzeptanz. Wir hatten doch riesige Proteste. Und was ich jetzt in der Politik vermisse, keiner im Bayerischen Landtag hat den Mut, dem amtierenden Wirtschaftsminister mal auf die Füße zu steigen und zu sagen, du als bayerischer Wirtschaftsminister trittst in Berlin ein für den Bau der Stromtrassen. Du musst dafür eintreten. Deine örtlichen Abgeordneten stellen sich nach wie vor in der Oberpfalz und in Niederbayern vor die Menschen hin und sagen Nein zu Monstertrassen. Es gibt keine Monstertrassen. Wir verbuddeln das in die Erde. Und da haben Sie recht, was Sie gesagt haben. Das Ganze ist der Kostenfaktor mal 4 in etwa. Ich hätte kein Problem damit gehabt. Mein Vater ist 88 Jahre alt. Der sagt, was macht ihr für einen Schwachsinn? Wenn man Strom braucht, da baut man eine Stromleitung. Warum müsst ihr das fürs 4-fache Geld in der Erde verbuddeln? Und deshalb, diese Doppelmoral herrscht beim Bürger, sie herrscht teilweise natürlich auch in der Politik. Deshalb klare Ansage an alle Vertreter aller politischen Parteien, was dieses Thema angeht. Einfach auch dem amtierenden Wirtschaftsminister nochmal sagen, bitte dann nicht aus populistischen Gründen in München Ja sagen und draußen Nein. Das Gleiche machen wir beim Impfen. Da sagen wir heraus so und drin sagen wir so. Ich sage jetzt mal, was die Freien Wähler angeht. Insofern bitte nicht überrascht sein. Man kann sich über die Grünen manchmal ärgern, aber eins muss man ihnen zugestehen, klare Absprachen gelten. Das heißt, die Grünen stellen sich auch in der Oberpfalz und in Niederbayern hin und sagen vor Ort, wir brauchen diese Leitungen, um diesen Strom hier runterzukriegen. Und letzter Punkt, ich bin bei Wasserstoff nicht skeptisch generell. Ich bin skeptisch, was die individuelle Mobilität angeht. Wasserstoff ist eine hervorragende Möglichkeit, um Überschussstrom aus erneuerbaren Energien zu speichern. Wasserstoff kann ich speichern. Und ich kann, wenn ich CO2 hinzugebe, sogar künstliches Methan erzeugen, um das ins Netz einzuspeisen. Beim Thema Mobilität bitte ich auch die Grünen einfach diesen Technologiemix. Wir werden mit dem Verbrenner noch längere Zeit leben. Es geht um die Frage nicht Antriebsart, sondern Kraftstoff. Lassen Sie uns auch das Thema Biokraftstoffe und synthetische Kraftstoffe. Wir haben in Straubing entsprechende Zentren errichtet. Lasst uns das nochmal nutzen, bevor wir den Verbrenner generell tot sagen. Ich sage, es ist eine bewährte Technologie, die nach wie vor meiner Meinung nach eine Berechtigung hat. Aber nochmal, bitte bei den Mittelständlern aufpassen. Es ist nicht immer die Steuer,
wir Politiker meinen, wir müssen uns übertrumpfen, wenn es um Steuersenkungen geht. Das interessiert die im Moment verhältnismäßig wenig, mit Ausnahme der Vermögensteuer. Die wollen einfach wirtschaften können und wollen wieder atmen können und sich nicht von unnötiger Bürokratie ersticken lassen. Vielen Dank. Wen Der haben wir? Olaf. Der Olaf, genau. Ja, vieles Richtiges gesagt worden, auch vom Kollegen Scherer gerade schon mal. Ich finde das schön und erfrischend, so eine Diskussion, aber ich glaube, in der Tat, ich möchte mal zurückkommen auf einige Vorredner. Ich glaube, wir müssen schon feststellen, dass wir eine bestimmte Doppelmoral haben. Und zwar überall in diesem Staat. Und ich glaube, wir können es nur durchbrechen, indem der Rahmen ja nun nach wie vor von Politik gemacht werden muss und dass wir visionäre Denker auch in der Politik brauchen. Kleiner Seitenhieb auf die CSU, es reicht einfach nicht, einen Baum zu umarmen, ne, um Ökologie Offenheit zu zeigen. Das reicht einfach nicht. Das ist populistisch, kommt bei den Menschen nicht so an. Und das ist eben genau der Punkt. Und wir müssen den Menschen auch klar machen, dass Politik schwieriger ist, als nur einen Baum zu umarmen. Wir müssen ihnen einfach klar machen, dass es komplex ist. Und ich glaube, wir brauchen Visionäre, die wirklich hergehen und uns mal wirklich vorleben und vorzeigen wollen, was man von den Menschen auch ein bisschen erwartet, wo sie eingeladen sind, mitzugehen. Mir ist mal völlig klar, die Dekarbonisierung werden wir nie erreichen, wenn wir die Bürgerinnen und Bürger nicht mitnehmen. Das ist einfach so. Und das heißt, wir müssen sie leben, wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen. Und ich will mal ein Beispiel sagen, was mir seit 3 Jahren im Kopf ist, als Professor Dr. Pinkwart bei mir in Nordrhein-Westfalen neuer Minister geworden ist für Wirtschaft und Digitales. Da hat er wirklich 2 Wochen nach seiner Ernennung hat er einen Kreis, einen runden Tisch versammelt. Da saß dann das Finanzamt, da saßen die Sozialversicherungsträger, die Bundesanstalt für Arbeit, das Ordnungsamt. Und er sagte, ich möchte von Ihnen als Leitungsposition hier in diesem Land, dass wir darüber nachdenken, dass wir spätestens in 3, 4, 5 Monaten ein digitales Gewerbe anmelden können, wo ein neuer Unternehmer, ein junger Unternehmer einfach seine Zahlen in den Computer tippt und alles andere läuft im Hintergrund. Sie werden gegenseitig verständigt etc. Und dann kriegt der kann Sachstand abrufen, der kriegt dann irgendwann die Nachricht so. Und zwar warum? Damit er sich auf seinen Job konzentrieren kann, damit Politik in den Rahmen schafft, damit er aber trotzdem einen Rahmen hat, aber trotzdem in dem Rahmen arbeiten kann. Und die erste Antwort war von allen am Tisch, das geht nicht, Herr Minister. Das geht nicht. So, Fakt ist, das Gespräch ist um 1 Monat verschoben worden und er sagt, ich möchte von Ihnen nicht hören, dass es nicht geht, ich möchte hören, wie es geht. Und das ist eben genau der Punkt. Und Sie werden es nicht glauben, in Nordrhein-Westfalen können Sie Ihr Gewerbe digital anmelden, mittlerweile. Es geht also. Wir müssen diese Krusten aufbrechen und es muss von einem Minister runter auf die Leitungsfunktion in den Ministerien, runter auf die Menschen. Und wenn das ist, dann geht auch dieses verkrustete Denken bei allen Menschen bei uns weg. Weil wir haben uns schon so ein bisschen, ich sage jetzt mal so ein bisschen ruhrgebietstypisch, beidullen lassen. Und genau so leben wir auch. Und es wird schon irgendwie gehen. Und am Ende wird der Staat es dann schon machen. Nein, wir sind der Staat und wir müssen alle machen. Und ich glaube, das muss viel mehr rein. Und ich erwarte, um da nochmal reinzukommen, ich muss mich dann auch gleich entschuldigen, weil ich jetzt wirklich gleich wieder in den Parteitag muss. Aber ich möchte wirklich nochmal zum Ende vielleicht einen Appell loswerden und sagen, wenn wir das hinkriegen, unter solchen Voraussetzungen wirklich neu zu denken, bereit sind, wirklich über den Tellerrand der einzelnen Parteiprogramme zu denken und das alles in einen Gesamtzusammenhang zu nehmen. Was ist gut für unser Land? Was ist gut für die Ökonomie, für die Ökologie? Was ist gut für das Soziale? Selbstverständlich, gerade hat ein Kollege Bildung gesagt, total wichtig. Ja, also Bildung, digital, lasst uns das versuchen, einfach mal zusammen zu denken, über Parteigrenzen hinaus, weil wir brauchen genau dieses Ärmel aufkrempeln in diesem Staat. Und es muss von oben ausgehen. Es muss sich von oben nach unten durchfressen, auf Deutsch gesagt, damit es auch an der letzten Milchkanne sozusagen ankommt, damit wir dann wirklich sagen können, jawohl, es bewegt sich wieder was ins Land. Das Land hat wieder Lust, Profit zu machen. Das Land hat Lust, dann auch Schwächere in der Gesellschaft mitzuziehen. Aber dieses Land existiert nicht nur, damit Steuern gezahlt werden, damit sie am nächsten Tag umverteilt werden. So funktioniert das Land nicht. Und wir müssen erkennen, dass das auch wirklich etwas ist, was in unserem Innersten wirklich uns bewegen muss als Politiker. Und das müssen wir einfach hinkriegen. Und ich glaube, dann haben wir eine gute Chance, wirklich in ein neues Zeitalter zu gehen, wo wir wirklich alle stolz sind auf unser Land, auf unsere Arbeit, auf unsere Leistung und wo wir auch nicht mehr neidisch sind, wenn Leute Leistung erbringen, wenn man Geld verdienen darf. Das ist was, das muss in unseren Köpfen passieren. Und ich glaube,
das ist das Letzte, was ich sage. Ich glaube, die erste und wichtigste Möglichkeit oder die gegeben sein muss für Politik, ist genau dieses Umfeld, diese Stimmung zu schaffen. Und wenn wir das hinkriegen, dann wird es auch einfacher mit den Verwaltungen. Also das ist dann einfach genau so ein Punkt. Ich gebe nur mal zu bedenken, wenn wir die Digitalisierung in den Sand setzen, also in meiner Heimatkommune in Nordrhein-Westfalen, gehen in den nächsten 8 Jahren 25% aller Verwaltungsbeamten in Rente. Dann sind die nicht mehr da. Und wir haben gar nicht so viele Fachkräfte, um das aufzufüllen. Das heißt, wenn wir die Digitalisierung nicht schaffen, wird der Bürger am eigenen Leib erleben, dass er nicht 3 Monate auf einen Termin wartet, sondern wahrscheinlich 6 oder 8. Und das können wir nicht wirklich so wollen. Ich bedanke mich nochmal für die Einladung und bleibe jetzt noch 5 Minuten bei Ihnen. Und dann habe ich das Signal gekriegt, dass ich mich hier leider verabschieden muss aus München und mich wieder um die Berliner Geschichte kümmern muss. Dankeschön, hat mich auf jeden Fall sehr Danke dir, gefreut, Olaf. dass ich Liebe Grüße eingeladen nach wurde. Berlin. Amir und dann Andi. Ja, ich habe noch 2 Punkte. Ich finde das Thema Verbrenner auch sehr emotional. Und ich bin selber wirklich jahrelang die fettesten, dickesten Autos gefahren und habe es genossen. Als Grüner schon, oder? Als FDP-Mitglied. So, und aber wurscht, also auch wenn ich grün wäre, ist gefahren. Ich finde aber, wir müssen eins berücksichtigen. Ich finde es nicht in Ordnung, so zu tun, als ob die Fortsetzung oder das Bewahren des Verbrenners irgendwie mit den Grünen was zu tun hätte. Null. Das ist einfach physikalisches Gesetz. Der Wasserstoff hat maximal 30% Wirkungsgrad. Das batteriegetriebene Fahrzeug 90%. Da könnt ihr euch auch von Herbert Dies von VW etliche Beiträge anschauen. Das ist nicht irgendwas von den Grünen, das ist einfach Physik. Da kann nicht irgendeine Partei sagen, Wasserstoff ist besser oder schlechter, sondern es geht einfach um physikalische Zusammenhänge. Der Wirkungsgrad ist nun mal so und er braucht 3-mal mehr Energie-Input, um die gleiche Fahrleistung rauszubringen. Und egal, wie wir es jetzt schön reden, technologiefrei reden oder nicht, das ist nun mal so. Führt kein Weg dran vorbei. Wasserstoff ist aus meiner Sicht viel sinnvoller bei der Schifffahrt oder bei der Flugindustrie oder Oder bei Bussen. Bei Bussen, Schwerkraft, da Ja, ist es geeignet. bei Aber beim LKWs. PKW hat das Schiff den Hafen verlassen. Und da können wir auch emotional noch so plädieren, wie wir wollen, aber da kommen wir nicht weiter. Und wenn wir darüber reden, dass die Politik Rahmenbedingungen setzt, ja, dann finde ich, führen wir unsere Wirtschaft in die Sackgasse, wenn wir sie mit antiquierten Technologien oder nicht zukunftsfähigen Technologien fördern, in irgendwas hineinbringen, ja, irgendwelche Zentren aufbauen, aber im Grunde genommen sich am Ende des Tages nicht durchsetzen werden. Kein Unternehmen, aber das machen wir doch gerade. Wir reden da darüber, dass irgendwelche Wasserstoffzentren entstehen, damit wir das Individualverkehr... Nein, er hat über E-Fuels gesprochen. Ja, E-Fuels, genau, das ist ja E-Fuels. E-Fuels ist das Gleiche. E-Fuels hat 30% Als Wirkungsgrad, nicht mehr. Übergangsthema, weil wir noch Dutzende Millionen PKWs, die wir nicht bitteschön enteignen wollen. Nein, darum geht es doch gar nicht. Ja, langsam. Die werden, Ja, was passiert mit denen? Werden die dann auf den Schrotthaufen gelandet? Wo landen die jetzigen Fahrzeuge, die nicht mehr gefahren werden? Da werden sie auch hinkommen. Das Ja, aber wie lange wird das dauern? Entschuldigung. Also im Grunde fahrt ihr eine riesige Enteignungsorgie für diejenigen, die heute ein anderes Auto fahren. Die größten Verbote der letzten Jahre wurden zwischen Schwarz-Gelb und Schwarz-Rot abgeschlossen. Ja? Rauchverbot, Ausstieg aus der Atomenergie, Ausstieg aus Kohlekraft. Das sind doch Verbote und Entscheidungen, die ich aber gut finde, ja. Die kann man auch viel schneller machen. Aber jetzt wollen wir damit aufhören, immer wieder dieses Verbotskette an den Grünen umarmen. Dir tut es ja nur weh, dass du da bist bei der Partei. Nein, die Politik ist ja nun mal dazu da, um Rahmenbedingungen zu treffen. Und die ein oder anderen Verbote sind auch notwendig. Also ich meine, es geht ja darum, dass wir Menschen ein gesünderes Leben haben. Ja, die Annalena Baerbock, die sagt, aus jedem Verbot kommt die Innovation. Ja, ziemlich unrecht. Ach so, ja, dann haben wir dann doch ein Verbotsland. Aber dann wäre ja eigentlich Nordkorea, das müsste das innovativste Land dann werden. Darüber wollen wir jetzt nicht zu sprechen. Also wir reden hier darüber, dass im Grunde genommen beispielsweise Ausstieg aus bestimmten Technologien, die langfristig beschlossen werden, uns die Möglichkeit geben, alternative Technologien zu entwickeln. Und das passiert ja in Deutschland permanent. Dafür haben wir die Experten, dafür haben wir die Ingenieurinnen und Ingenieure. Darum geht es. Aber wenn wir überzeugt sind von einer Technologie, die sich von einem Wirkungsgrad hier nicht durchsetzen wird, dann ist doch Quatsch, das zu fördern. Das zweite Ding ist, wenn wir Kalifornien als eine wirtschaftsstarke Region rausnehmen und sagen, Kalifornien wäre ein eigenständiges Land, dann wäre Kalifornien weltweit die 5. größte Volkswirtschaft. 6.
7, glaube ich. Aber es ist Ja, vielleicht 5 5, gewesen. ist egal. 5, okay. Kalifornien hat weltweit die strengsten, also schon seit Jahren, die strengsten Klimaschutzvorschriften. Schon seit Jahren. Und dort ist das Thema People und Money und so weiter am ehesten ausgeprägt. Ne? Das heißt, da sind die stärksten Unternehmen, da ist Turbokapitalismus ausgeprägt wie nirgends auf der People Welt. nicht. Ja, aber das können wir besser machen. Nee. Das können wir besser Ja, machen. langsam. Ja. Also wenn wir dann doch bei dem Vergleich bleiben. Ne? Nein, was ich damit sagen will, ist, trotz Klimaschutzanforderungen, die am härtesten sind weltweit, die sehr oft dann in anderen Bundesstaaten und in anderen Ländern übernommen worden, das sind ja die Rahmenbedingungen, die gesetzt worden sind, die die Industrie oder die Wirtschaft dann aufgenommen hat, um daraufhin Produkte rauszubringen, die diese Anforderungen erfüllen. Und daraus entstehen Champions, daraus entstehen wettbewerbsfähige Firmen weltweit. Das müssen wir als die Chance sehen und nicht wie Verbote. Welches Verbot hat denn zu Apple geführt? Welches Verbot hat denn zu Google geführt? Welches Verbot hat denn zu Amazon geführt? Also das ist doch, jetzt bin ich mal Käse. Jetzt bin ich mal vermittelnd an der Stelle. Ich glaube, ich gebe euch daraus entstanden. beiden ein Stück weit recht. Solange Wasserstoff in entsprechenden, ich bin kein Techniker, kein Wissenschaftler, kann es jetzt glauben und nicht glauben, solange der Wasserstoff den Wirkungsgrad hat, würde sich wahrscheinlich in der Fläche nicht durchsetzen. Trotzdem ist es richtig, möglicherweise an technologieoffen zu forschen und durchaus auch zu investieren und sagen, okay, lass uns mal, vielleicht schaffen wir es ja, dass der Wasserstoff eine höhere Effizienz irgendwie kriegt. Kann ja sein, keine Wissenschaftler. Also auch Forschen sollte da frei sein und gemacht werden. Also deswegen diese Technologieoffenheit. Und ich bin auch felsenfest davon überzeugt, dass die wenigsten Politiker, und da bist du sicherlich eine Ausnahme, weil du technologisch sehr tief drin steckst, aber die meisten Politiker haben von Technologie eben relativ wenig Ahnung, weil sie ganz andere Berufe haben. Also sollten sie sich auch nicht anmaßen, darüber zu entscheiden, welche Technologie jetzt die ist, die uns wirklich in die Zukunft führt. Also lass uns die Rahmen setzen, und der Rahmen ist sicherlich gut gesetzt, wenn man sagt, okay, ich habe eine CO2-Bepreisung, wie auch immer, da kann man jetzt über verschiedene Wege aufmachen, wie man das macht, aber das CO2 freisetzen Geld kostet, ne, das ist einfach mal der Fakt, den wir auf den Weg bringen müssen, dann verbietet sich der klassische Verbrenner von alleine, er wird aber unwirtschaftlich dadurch, und damit fördere ich implizit andere. Das ist, glaube ich, ein grundsätzlich kluger Weg, den wir gemeinsam gehen sollten. Warum muss ich weiter regeln, wenn ich schon eine CO2-Bepreisung habe? Viele verstehen das nicht. Das ist sehr komplex, diese Anreizsysteme zu schaffen. Aber ich halte das für sehr, sehr wichtig. Und ich finde das auch toll, wie kann auch du sagen, also als tolles Unternehmen gegründet. Wie geht das Unternehmen weiter nach dem 26. dann? Oder wenn bestimmte auch steuerliche Sachen oder Sachen irgendwie durchgesetzt werden? Wir müssen leider die Diskussion ein bisschen abbrechen. Wir haben noch 8 Minuten. Der Ingolf, der sitzt schon länger so am Monitor. Weil ich den Punkt, den ich machen wollte, gar nicht mal gemacht. Ich mache es ganz kurz. Ich will nur auf Ingolf, dann würden wir gerne mit euch noch eine Schlussrunde machen. Die Zeit rennt uns davon. Ich will nur auf diesen Vergleich mit Kalifornien kommen. Aus meiner Sicht hinkt der fürchterlich. Ich kann nicht sagen, weil Kalifornien die größten Verbote hat, hat es die beste Wirtschaft. Es ist dort ja auch nur Wirtschaft, die mit den Verboten kein Problem hat. Das heißt, die restliche Wirtschaft, die also umweltbelastender ist, die wandert einfach aus Kalifornien. So muss man es sehen. Ja? In Kalifornien habe ich ja im Prinzip nur im weitesten Softwarewirtschaft. Die hat wenig Problem mit der Umwelt. Alles andere ist weg von Kalifornien. Also so muss man das betrachten. Für mich hinkt der Vergleich. Entschuldigung. Tesla kommt aus Kalifornien. Und es geht ja nicht um Verbote, es geht um Rahmenbedingungen, die ambitioniert sind. Lass uns doch mal nicht über Verbote sprechen, sondern ambitionierte Ziele, die die Transformation ermöglichen. Ja, aber wir reden hier über Maschinenbauunternehmen, die aus Kalifornien gegangen sind. Und wir sprechen hier über Stahlfabriken, die aus Kalifornien gegangen sind. Also da interessiert mal jetzt nicht Tesla, sondern wir reden hier über wahrscheinlich 35 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in diesem Lande, die aus Kalifornien keine Zukunft hätten, in Kalifornien keine Zukunft hätten. Jetzt kommt aber der Punkt ist, warum keine Zukunft? Weil wir den Wandel zur Digitalökonomie leider schon seit 15 Jahren verschlafen haben. Und deswegen, ich lasse mir keine Debatte aufdringen, die immer nur auf Ökologie geht.
Es ist wirklich eine schädliche Debatte, die so verengt, sondern wir haben die digitale Transformation in diesem Lande zu meistern. Und das ist eine Herausforderung, die im Grunde die Arbeitsplätze der Zukunft am ehesten sichert. Zum Zweiten haben wir die Klimawende zu meistern. Und da müssen wir wirklich rangehen, endlich an das Thema Innovation und nicht nur an das Thema Verbote. Und zum Dritten, und jetzt, da rede ich dann sehr persönlich, ich bin ja in dem Alter, wo das Thema Demografie dann auch zugeschlagen hat. Wir haben Fachkräftemangel in Hülle und Fülle. Und zwar in den Industrien, die sich transformieren müssen, genauso wie in den Industrien, die sich neu aufbauen. Ja. Und diese drei Herausforderungen parallel zu meistern, ist gut. Und es gibt für mich kein Diktat des Themas Elektromobilität. So, wir Das war ein nutzen die schönes Schlusswort zwischen Gelegenheit, Thomas. oder? Wir läuten die Schlussrunde ein. Vielen, vielen Dank für die Diskussion. Was auf jeden Fall feststeht, ist die Wahl, die wird kommen. Definitiv, ich würde sagen, jeder sagt in a nutshell, was möchtet ihr der neuen Regierung mitgeben? Was ist euer Satz, wo ihr sagt, so liebe neue Regierung, das ist mein Statement. Und da würde ich jetzt einfach mal anfangen und die Herren vielleicht an den Monitoren als erstes mal das Wort geben, weil ihr musstet ja leider ein bisschen zurückstecken heute. Dann machen wir mit Franz, fangen wir an. Ein Schlussstatement. Also was ich mir wünsche, ist zunächst, dass es keine never-ending Story wird, bis wir eine neue Bundesregierung haben, sondern dass sich vernünftige Partner zusammensetzen und möglichst schnell eine neue Bundesregierung etablieren. Was das Land jetzt nicht brauchen kann, weder durch Corona noch durch die Rahmenbedingungen, ist, dass wir so eine lange Hängepartei haben. Das zweite Punkt wäre, wenn sich die Koalitionspartner, und es werden wohl 3 sein müssen, alles andere, glaube ich, ist unrealistisch, das zu erwarten, dann würde ich mich freuen, wenn nicht ein Koalitionsvertrag, ich war zweimal in Koalitionsverhandlungen dabei, und das ist Irrsinn, liebe Freunde, wenn man dann Papiere formuliert, die bis ins letzte Detail versuchen, die Zukunft zu planen, sondern dass sich die 3 Koalitionspartner auf ein paar Kernpunkte konzentrieren. Ein Kernpunkt heißt für mich das Thema Digitalisierung. Das zweite Kernthema heißt für mich tatsächlich Klimaschutz. Die Grundsatzfrage, ist es eine angebotsorientierte Politik, ist es eine Verbotspolitik, schaffe ich Anreize? Und der dritte Punkt, eine neue Bundesregierung sollte sich bitte nicht in die Tasche lügen und den Leuten etwas versprechen, was sie nicht halten werden können. Die neue Bundesregierung muss auch das Thema Demografie, Stichwort Sicherung der Alterssicherungssysteme, angehen und da den Menschen nicht einfach sagen, um Gottes Willen, es wird nie eine längere Lebensarbeitszeit gehen, sondern klar und offen die Dinge kommunizieren, welche Möglichkeiten es gibt und da versuchen einfach dann auch einen gesellschaftlichen Konsens herbeizuführen, der einen Ausgleich schafft, auch zwischen der jungen Generation, die das mitfinanzieren muss, aber auch die berechtigten Ansprüche der älteren Generation mit berücksichtigt. Das wären die 3 Themen: Digitalisierung, Klimaschutz und demografische Entwicklung. Und das Klein-Klein bitte, das kann man in der täglichen Regierungsarbeit sicherlich dann besser machen. Vielen Dank. Ingold. Ja, ich hänge mich gleich mal an das Stichwort Koalition an, weil Koalition meistens dazu führt, dass man faule Kompromisse eingeht, weil natürlich jeder die Ergebnisse seinem Klientel als Erfolg verkaufen will. Und je weiter die Parteien auseinanderliegen, umso fauler sind die Kompromisse. Also was wir uns wünschen, über die Parteien hinweg, die dann künftig koalieren werden, schaut bitte auf das Große und Ganze, lasst gesunden Menschenverstand walten und fangt an, unsere Großbaustelle endlich mal zu bearbeiten. Danke dir, Thorsten. Ja, was würde ich mir wünschen? Ich würde mir wünschen, dass man keine parteitaktischen Spiele macht, sondern im Sinne unseres Landes agiert, dass es wieder auch sich lohnt, hier ein Unternehmen aufzubauen und zu wirtschaften und dass man erstmal wirklich sicherstellt, dass erstmal Geld verdient werden muss, bevor es verteilt werden kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ansonsten Bildung, wirklich Bildung, Forschung ganz wichtig und intelligent wirtschaften und ja, das würde ich mir wünschen. Ich danke dir. Thomas, magst du weitermachen? Ja, am Schluss sind es ja die Menschen und nicht die Programme, die die Politik machen.
Das heißt, ich wünsche mir wirklich Männer und Frauen, die Ministerinnen und Minister werden, die nicht von der Bürokratie geritten werden, sondern die Bürokratie reiten. Das ist aus meiner Sicht wirklich das Wichtigste. Denn das Geschriebene ist häufig Schall und Rauch, weil die Umsetzung das ganz zentrale Thema ist. Und das Zweite, da gehe ich zurück an mein erstes Statement, ich würde mir schon eine Ehrlichkeit wünschen über den Zustand des Landes, dass man sich da die Karten legt, bevor man schwülstige Phrasen in Koalitionsverträge reinschreibt. Diese Ehrlichkeit ist das Zweite, ja. Danke dir. Amir. Ich wünsche mir eine ambitionierte und mutige Regierung. Ein weiter so wie bisher wäre fatal. Also wirklich ambitioniert, mutig, neue Wege gehen, neue Rahmenbedingungen schaffen, schnelle Umsetzung der Rahmenbedingungen, damit wir die Transformation der Wirtschaft schaffen, damit wir unseren Wohlstand sichern, und zwar in eine postfossilen Wirtschaft bringen und diese 35 Millionen Menschen, die du vorhin angesprochen hast, auch eine Zukunft geben, die eben wirklich langfristig lebt, aber auch die nächsten Generationen, unseren Kindern und Enkelkindern eine Welt hinterlassen, wo die auch hier weiterhin sitzen, die Mittagswiesen machen und sich auf einer lebenswerten Welt freuen dürfen. Danke. Jetzt schließt sich der Kreis. Andi, magst du das letzte Schlusswort sprechen? Ja, was ich mir wünsche, ist tatsächlich eine ambitionierte Regierung. Welche Konstellation hatte ich ja, glaube ich, schon am Anfang erwähnt, das wiederhole ich jetzt nicht. Und ich wünsche mir mehr Politiker an der Front vorne, die nicht so sehr Politik nach Meinungsumfrage machen, sondern Politik nach Meinung machen, also die ihre Meinung haben. Mehr vielleicht Franz Josefs an dieser Stelle und vielleicht auch Thomas, die Amir kann ich an der Stelle auch erwähnen, gibt eine ganze Menge, aber die wirklich ihre Meinung haben, ihre Weltbild haben, ihre Ideen haben und die auch mal gegen Gegenwind und gegen andere Meinungen durchsetzen wollen und dafür kämpfen und nicht nur darauf schielen, wie sie bei der nächsten Wahl positionieren. Sehr schön. Ja, was machen wir jetzt? So, jetzt auch noch. Nein, wir genießen die Sonne natürlich, aber es war total spannend. Mittagswissen mit euch. Ich finde es auch toll, und das muss man auch mal sagen, dass ihr euch alle engagiert. Weil das ist nun mal der wichtigste Baustein in einer Demokratie, dass wir uns alle engagieren und auch mal selber die Sache in die Hand nehmen. Und deswegen ganz herzliches Dankeschön an alle, die aktiv dabei sind, die aktiv zu machen und tun und sich einsetzen und sich fetzen und auch wieder lieben. Also wunderbar. Hauptsache wir feiern uns am Und Schluss. die sich nicht aktiv einbringen wollen, Leute, geht's wählen. Also von dem her auch der Blick nach draußen. Geht an die Wahlurne, schickt euer Briefchen los. Also das würde ich persönlich noch mitgeben. Ich glaube, da schließen sich die meisten an. Und in diesem Sinne. Morgen 11.30 Uhr. Zweite, es geht um New Work. Servus, danke. Es geht um New Work und wir haben Martin Hagen zu Gast. Wir haben Susanne Seehofer bei uns im Raum. Die Nicola Allingham kommt dazu, von Schaber und Norbert Lohwieser wird auch dabei sein. Also auch wieder eine spannende Runde. Du wirst morgen nicht dabei sein? Richtig, ich habe noch einen Nebenjob. Dann werde ich jetzt mal den Andi fragen, ob der morgen dabei ist. Das ist selbstverständlich, wenn du mich brauchst, bin ich immer da. Ja, das ist einfach wunderbar. Ganz herzlichen Dank an euch alle. Danke auch an unsere Freunde hier drüben. Morgen werden wir mal eine Kamera da in die Richtung auch montieren, habe ich festgestellt, dass wir da euch auch bald sehen. Ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart. Lisa, auch an dich ganz herzliches Dankeschön für diesen Support.